Grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es hören sich Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backe spielt mir noch die Wiener Schau. Die Quitsche geht heute super fein, Kontrapumpen hinten rein. uns Gesang geht jetzt auch schon recht human. Drum, Leilon, grüß euch, Servus, küss die Hände. es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Ball. Es hören sich Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der 16er von Pawlatschen. Jawohl. Diesmal aus dem Studio Donaufeld wieder. Jawohl, Nicht aus der Klause, das ist sondern gut. von da, ja. Aber die Nummer, wie viel die Ausgabe? Haben wir? 213 sind wir bereits. Ja. 213 und wir haben heute eine Premiere Ja, dazu. wir sind gleichzeitig parallel auch auf TikTok. Ja. Gehen wir euch sagen, sofort, warte mal, wie geht denn das da? Da muss ich wieder da, Kamera, Kind, Klaus, schau her. Da ist die Kamera und da drüber ist das iPad, wo wir gerade live auf TikTok sind. Live auf TikTok. Und es ist ja das so, das mit dem TikTok, das ist ja so eine Geschichte. Das rennt jetzt auch dort und ich kann original natürlich gar nichts lesen von einem Kommentar. Ich muss halt jetzt immer hingehen. Aber wie auch immer. Aber zum Beispiel der Ed von Schleck, der sich da schon gerastet hat da im Chat, der hat uns jetzt auf TikTok vorher wahrgenommen und ja, servus. In diesem Sinne, also pass auf, wir haben jetzt begonnen, wir haben begonnen mit einem Video von gestern. Ich habe die Ehre gehabt, das erste Mal in meinem Leben ein Fußballmatch live dabei zu sein. Und also bei einer richtigen, nicht? In der Schülerliga waren wir ein paar Mal verpflichtet, sozusagen unsere Mannschaft anzufahren, war besser als Schulunterricht, aber Verständlicherweise. da haben wir auch das Sportliche nicht wirklich angeschaut. Aber das war das erste Mal, dank Roland Sperg, von dem wir heute noch einiges hören werden, also über ihn vor allem, Ja. und seine Vorhaben. Ja, wo ist er nicht? Natascha Sperg. Liebe Grüße an alle Paulacisti von Natascha und Roland. Jawohl. Grüß euch gut. Da werden wir dann gleich noch was dazu sagen. Aber auf jeden Fall war ich eingeladen zu einem Rapid-Match. Und natürlich habe ich mich dort sofort entsprechend eingereiht, wie ihr diesen Video gesehen habt. Ja, mehr Sport war nicht, weil wir haben dann andere Dinge zu besprechen gehabt. Der Roland hat gesagt, so entspannt war er noch nie bei einem Rapid-Match, weil er war abgelenkt, weil wir diskutiert haben. Patrick, dir habe ich es ja schon erzählt, oder in der Früh heute im Guten Morgen Livestream haben wir das ja auch schon angesprochen. Was ihr ausgebrütet habt, Was haben wir ausgebrütet? es war einen 16er Burm Fanclub, wird es geben. Jawohl. Also es gibt den quasi schon, weil ich habe gelesen im Chat bereits da, es gibt da schon Mitglieder, nicht? Also die ersten sind ja schon dabei. Ne? So schaut's aus. Raffi steht als Nummer 11 zum Beispiel beglichen. Ne? Also Weltklasse. eigentlich ist schon Fahrt im Schädel gewesen beim Rapid-Match. Nein, wir haben uns gefällt mir. 2 Stunden vorher getroffen, und um uns warm zu denken einmal. Und dann ist also das rausgekommen. Und tatsächlich, also der Punkt ist der, kurze Eckdaten dazu, die 16er Partie, so wird es heißen, die 16er Partie, der offizielle Fanclub der 16er Buben, wo wir natürlich nicht Mitglieder sind und auch nicht im Vorstand oder sonst was, weil es ist ja der Fanclub und nicht von unser Verein oder sonst was, sondern wir sind lediglich sozusagen, wir stehen bereit, von diesem Verein mehr oder weniger ausgebeutet zu werden. Das machen wir. Wie, das werden wir alles noch sehen. Aber auf jeden Fall, der Roland hat gesagt, du, das machen wir einfach. Ich stehe da zur Verfügung, ich werde mich darum kümmern und daher jetzt auch hier an dieser Stelle, ich werde das heute noch ein paar Mal sagen und natürlich auch in diversen Social Media Kanälen werde ich das immer wieder raushauen. Wann wer dabei sein will, auf zweierlei Art, also entweder rein nur wirklich als Mitglied, der sagt, du, ich bin da, und
Und das Zweite ist, wenn einer sagt, ja, ich tät sogar vielleicht, oder ich wäre bereit sogar ein bisschen was zu tun, das ist jetzt kein Mörderwacken, aber halt, ich würde mich auch gern so einbringen, also dass das dazu schreibt, wie auch immer, mehr, ich habe euch eingeblendet, der Roland Sperg mit der E-Mail-Adresse sperkis@kapsi.at und der Telefonnummer steht alles da. Jawohl. Wie gesagt, ich werde es dann noch wirklich promoten, es steht noch nicht, glaube ich, in der Videobeschreibung, da werde ich dann auch noch mal alles reinschreiben. Aber wenn ihr so lieb seid und Lust habt, dabei seid beim offiziellen Fanclub bei der 16er Partie, dann meldet euch beim Roland. Ja, freilich, Und wenn es ein paar gibt, einmal, also wenn er ein paar Daten gesammelt hat und vor allem wenn ein paar Leute dabei sind, die sagen, ja, ich würde mich schon gerne einbringen, dann wird es einmal ein Treffen geben in Wien beim Heirigen, wo man das dann bespricht. Und ich sage mal, eine der ersten oder wahrscheinlich die allererste richtige das Treffen oder die Sitzung wird sein beim allerspätestens beim Sierndorfer Köllerberg bei der Landpartie am Köllerberg. Das ist Zaunbrück. Die Landpartie am Köllerberg in Sierndorf an der Mark. Genau, beim Wiener Liedfestival auf gut Deutsch. Ja. Da gibt es ja dann einen eigenen Köller, einen Weinköller, Ja. nur einen 16er Burm Weinköller, wo es ja die Thematik gibt, 30 Jahre 16er Burm. Und dort werden wir ganz sicher ein Meet and Greet machen. Also da werden wir alle, die wir kennen. Wir haben mit alle ein Achtel trinken müssen, nicht? Weil das wird uns nicht der Sport bleiben. Nicht? Ja, wie gesagt, wir haben ja keine wirkliche Erfahrung mit sowas, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenhetz und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Apropos jetzt. Bitte, Patrick, der da, Okay, passt. der da, bitte erstellen. Du bist bereit? Bin bereit. Jawohl, Jawohl. da ist er. Schreite zum Weinkühlschrank, auf das angebottelt wird. Jawohl, da geht er schon hintere. Geht er hintere, dabei kann ich nochmal auf TikTok sagen, Servus TikTok, grüß euch gut. Leider, ich kann auf eure Kommentare nicht wirklich eingehen, weil ich kann es nicht lesen. Bis daher. Aber wer Lust und Laune hat, auf 16er Burm TV, der Kanal auf YouTube, dort sind wir gerade live. Im Breitbild und im besseren Ton. Mit der Paula. Da kommt auch der Patrick einmalig, jawohl. Jawohl, ich bin schon wieder da. Jawohl. Bin schon wieder da. Jawohl. Super, wunderbar. Was Was haben wir da? Ausblick Wien haben wir da. Schon mal schon öfters gehabt natürlich. Das muss ich jetzt wieder filmen. Warte. Rosé. Premium Weingut Dr. Höfler. 21er Jahre, sicher gerade. Also 20er, das ist schon eine ältere Partie. Ja, gehört schon weg. Der gehört schon weg. Siehst du mal? So. Ja, ist sicher gut. Sehr gut, sehr gut. Na, dann machen wir ihn auf, nicht? Meine Lieben. Ja, das wird wieder. Das wird wieder Was wird da? der Furcht. Wird da. Meistens. Ist es schon länger eingekühlt oder hast du den heute eingekühlt? Nein, das ist schon. Das ist Ich schon frage mich sicher. aber geh, was du fragst. Das ist schon hier. Das ist halt, so wie du anfängst, ist halt nicht filmtechnisch. Ne? Man sieht überhaupt nichts und Richtig gar nichts. Ne? vorsichtig aufmachen. Ja, mach ihn vorsichtig auf. Dass ihm nichts passiert. War nichts Wir zusammen. sind im Studio, weißt War nichts zusammen. Schon hier. du? Schon offen Hast du mittlerweile. einen Blob zusammengebracht? Na, ich wollte das nicht, weil ich nicht weiß, wie der schießt. Aber da schenke ich. Ich habe schon gehabt, Das ist nämlich. ja. Ist ja nicht meine erste Flaschen Perlwein, den ich öffne. Der sehr schwer rausging, der Kork am Anfang, und plötzlich mit einer Fontäne, Mit einem Mal, gell? mit einem Mal, hat es einen Knaller gemacht. Einmalig. Darum ist Einmalig. man ja gewappnet. Dann sagen wir mal, sehr zum Wohle, Prost. Sehr zum Wohle. Prost auf euch euch. natürlich auch. Aber der Chisti. Auf die ja. Sehr zum Wohl. Und natürlich auch nach TikTok. Selbstverständlich. TikTok, das kann kein Mensch lesen. Nicht. Aber bitte. Bitte. Soll ich schauen, wie viele schon auf TikTok sind? Bumm, der hat viel Luft, habe ich die Ehre. Aber merkt schon, gell? Der geht schon weg. Der geht weg, ja. Der geht schon weg. Ich schau mal auf TikTok. Ja bitte, 2 Zuschauer. Aber es treten permanent Leute bei. Ja, aber das ist gut. Das ist ja mal nicht schlecht. Aber ich glaube, es treten schneller Leute aus als beitreten. Ja, das Glockerl habe ich vergessen. Das Glockerl habe ich vergessen. So. Ist schon da. Und es ist halt so mit dem TikTok, ich habe das nicht so ganz verstanden. Schmeckt nicht gut, gell? Nein, ich glaube, den werden wir. Er ist auch von der Farbe her schon so. Nicht mehr dieses Rosa, ist schon braun. Nein, du, den wir. Willst du mal eliminieren? Nächsten Mal? Ist der ein bisschen zu warm, aber gelegen auch wahrscheinlich heraus. Nein, gell? Wieso soll der raus? Den habe ich irgendwann geliefert und habe ich zu warm kann er nicht gewesen sein, nein. Aber es sollte nicht mehr wirklich. Aber nicht so alt ist. Ein Genuss ist nicht. Also muss es nicht, nein. Ja, dann mal weg. Ich erledige das.
Den trinken wir aus, die Schluckerl trinken wir aus, aber. Ja, das ist ja nichts. In der Zwischenzeit mache ich eine Begrüßung. Der Pablacista, wie gesagt, Raffi, die Hette ist da. Susanne Faber ist am Start, Christi Gott. Matthias Mariacher, Maba, jawohl. Der Franz M., Musikraum, Michael Unger, Uli Slonek aus Helsinki, Servus, der Ed von Schleck. Ed von Schleck, da ist er. Der Ed von Schleck, Weltklasse, von YouTube, vom TikTok direkt umgeschossen. Die Daniela Stregel, unsere Brentsche besser. Auch sie war die erste auf TikTok, die quasi schon im Backstage dabei war. Der Markus Volker ist da, Christi Gott. Die Mega Pemperten, jawohl. Wir haben schon Karten und Quartier für die Landpartie. Jawohl. Einmalig. So gehört sich das. Jawohl. Ludwig Saas, die Nathalie. Ja, der Adi, jawohl. Der Adi ist auch dabei. Alles gut überstanden heute. AK gut überstanden. Jawohl. Sauber. Schau, bin schon hinten noch. Und Landtalstromer, Markus. Jawohl. Ich bleibe auch auf YouTube, bravo Slone. Ja, umsteigen von YouTube auf TikTok war vielleicht das nicht so. Ist nicht von der Qualität her nicht so leibend. Aber jetzt ist allemal wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich schon dann die Nachricht gekriegt, ziemlich bald, dass irgendein TikTok irgendein Filter bei den Kommentaren schon reingehauen hat, damit die Erfahrungen der Community nicht, was haben wir gesagt, nicht gestört, aber ja, also scheinbar haben schon ein paar reingeschrieben, irgendwas, was weiß ich was. Nein. Muss ich aufgehen, gell? Nein, also ich sehe dahinter. Ja, was ist das? Haben wir ja alles. Wir haben alles. Jawohl. Der Maber Lortauer ist da. Grüß dich Gott. Peter folgt. Wo ist das Fanhaberl? Was der Rapid-Bet willst? Ne? Ja, das ist das Rapid-Fanhaberl, bitteschön. Das ist das sogenannte C-Mann-Kaperl. C-Mann-Kaperl. Warte mal, da muss ich da schon her. Weil, ich meine, schau her, da, mit dem Rapid-Pin. Hinten mit den alten Formen. Ja. Und das ist das C-Mann. Da muss ich wieder umschalten. Der C-Mann war ein Tormann. Ja, war ein Tormann. Lang ist her. Meine Mutter hat mir gesagt, voll frei, hat gesagt, das hat ja taugt, weil mit meiner Mutter, man, die ist jetzt 83. Und wir es gespielt haben als Kinder, muss der C-Mann schon gewesen sein, weil da war recht berühmt, weil meine Mutter hat dann gesagt, da haben wir immer beim Fußballspielen oder was, also auch damals schon, der Zeemann war eigentlich so. Auch meine Mutter gespielt. Ab dem 45er Jahr dann so wirklich. Ja, so mit so so im Krieg in der Zeit 45er, 50er Jahr. 40er, 50er Jahr, dann 60er Jahre. Da hat sie erzählt, als sie gespielt haben und man ist so gesprungen. Und sie, weißt du, in die Wiesen rein. Und dann hat man immer gesagt, der fliegt wie der Zeemann. Oder weißt du, der fällt wie der Zeemann oder der hält wie der Zeemann. Also das war der Begriff. Ja. Und die haben die Goalies, ne, die Tormänner, haben solche Kappeln aufgehabt. Und das ist eben meiner. Und dann habe ich einen Schal, weil ich bin in das Geschäft in den Shop rein, wollte mir ein bisschen sozusagen anpassen an die Fankultur. Dann habe ich das Kappel gesehen und gesagt, das taugt mir, das nehme ich nicht. Und dann am Weg zur Kasse habe ich mir gedacht, Alter, da ist nichts grün-weiß, gar nichts. Nicht? Das ist jetzt nicht der Plan. Nicht? Ich wollte irgendwas, dann habe ich gesagt, ich brauche noch geschwind einen Schal. So war das. Dass man schon sieht, wo man ist. Also Peter Volk, quasi Fanhaberl, ist schon da. So, Dale, was haben wir noch? Ich schicke mal von meinem Schick mal. Ich glaube, der ist vom Grüner dieser Killmeier. Was 2022. Ich glaube, der ist vom Alex Hauser, aber könnte sein. Das kann sein. Wo ist denn der her? Aus Ragendorf. Na, der Weifel, Ragendorf. Das ist der Nähe von meinem Onkel, vom Onkel Norbert, da gehen sie am Dorf raus. Ja. Könnte von vielen sein. Das kann von vielen sein, ja. Das stimmt allerdings. Naja, Magnus Sterzinger grüßt ebenfalls, wie erwähnt. Der Christoph Acker ist unser Acker, jawohl. Fritzl Starkus, unser Grausenieur, am Start natürlich, selbstverständlich. Ja. Gründet die Untergruppe Mittelhessen, Brauer Landtagsstromer. Ja, also wir haben das aber ohnehin tatsächlich, das hat der Roland auch gleich gesagt, dass man die Deutschen und die Schweizer natürlich auch, aber dass man da schon einbindet und dass wir sagen, dass wir wirklich schauen vielleicht, dass wir das zusammenbringen einmal im Jahr, dass man irgendwie umkommt, dass man in Deutschland was organisiert. Also ich kenne mich mit dem Ganzen wirklich noch nicht gut aus, aber wir werden das gemeinsam schon alles irgendwie starten. Auf jeden Fall, Markus, das Gruppe Mittelhessen vorhanden. Ich muss ja kurz unterbrechen, wir müssen was trinken zwischendurch. Sehr zum Wohle. Prost. Ja, der ist wieder noch sehr jung, gell? Sehr, ganz so eine leichte Partie.
Ein 22, so jung ist der nicht. Ah, stimmt, aber kommt dann jung vor. Aber 12,5%. Ja. süffig, gut. Sehr sogar gut. Ja. Erfrischend. Sehr erfrischend, gut. Gibt nichts Schlechteres. So, da muss ich weitermachen, Schi. Aber. Brauche ich auch eine Reservierung? Christoph Acker unbedingt. Für was denn? Für wo denn? Was für Sie im Dorf? Na, du nicht, du bist ja unser Filmmann. Bist ja unser wichtigster Mann. Außerdem, ich meine, nur wir drei können einen Graf Carello Tuk-Tuk zusammenreden. Nein, das war nicht der. Wissen wir nicht. Oh ja, das war unserer. Nein, es ist nicht erwiesen. Es ist einfach. Ah, doch nicht? Nein. Ich Es ist glaube, der Roland hat nicht gesagt, nein, der war es wahrscheinlich nicht. Aber wirklich wissen tut man es nicht. Aber was soll man machen? Ein Wunder, dass das Golfwagel noch lebt, weißt du? Ja, kann das sein. Schau, Daniela Schlögl, ich übernehme die Sektion Oberösterreich. Na, Weltklasse. Geht schon. Habt ihr euch beim Bester warm gedacht? Was ist der Beste eigentlich im Was ist der Bester? Nein, Das Wirtshaus ist größer, aber das Nein, vis-à-vis. Das ist ein also nicht der Beste. Der Beste ist auf der Ecken. Da haben wir einmal gespielt, haben wir dort in dem größeren Lokal. Einmal haben wir dort gespielt. Einmal haben wir dort gespielt beim Bester. Nein, dort nicht. Wir waren vis-à-vis in diesem Pub. Also genau vis-à-vis vom Stadioneingang. Ich weiß nicht, wie das Pub geheißen hat, aber dort haben wir uns warm gedacht, sozusagen. Ja. Der Weltklasse. Ich muss ein bisschen weiter. Rudi Korbis ist da, Christi gut. Zeres. Ich muss ein bisschen schnell jetzt weiter. Was haben wir da? Der Ed von Schleck, Gesundheit, sagt er einmal. Ich bin so weit hinten, ist ein Wahnsinn. Eine Lupenpause. Ich bin so weit hinten, glaube ich. Ja, wenn das so weitergeht, sind die zwar auch bald auf OnlyFans, wenn der Christoph Acker. Ich glaube tatsächlich, ich meine, du weißt, ich bin für vieles offen, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht passieren wird. Aber sag niemals nie mehr, was weiß man? Ich meine, Facebook war in seiner Gründerzeit, war das eigentlich eine Dating-Plattform für College. Ja, eigentlich war das so, ja. So hat es angefangen. Das war eigentlich war jetzt nicht ein Pornoseite, Nein, war das nicht, aber es war aber eine Dating-Plattform. eigentlich war gedacht, dass Ja. nicht so. Also es kann sich alles entwickeln, was weiß man. Achso, die Mädel mit den Filtern. Schau, die Daniela, bist du öfters live vielleicht auf TikTok? Premiere, dass der erste Wein, der weggeschüttet wird. Michael Unger. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben schon mal einen weggeschüttet. Ich habe einmal einen weggeschüttet. Das war irgendeiner von bei mir daheim sicher mal einer. Weil da haben wir mal Altweine aufgemacht bei mir. Richtig. Aber ich glaube in der Klausel. Da war einer, der war was ganz was Altes, der hätte ich noch mal wirklich hinzahlen müssen. Ja. Aber der war nicht, der war einfach nicht mehr gut jetzt. Aber Michael Unger, ich gebe da insofern fast recht. Es ist vielleicht nicht die Premiere, aber es ist so selten, dass es jedes Mal, wenn es vorkommt, durchaus als Premiere bezeichnet werden kann. Und der war nämlich gut, wie also den kenne ich, den Nein, der war. den 20er, der 19er. Haben wir ja ein paar Mal auch getrunken schon. Öfters, ja. Aber wahrscheinlich einfach zu lang stehen lassen. Leider. Fehler von uns. So, jetzt bevor wir was spielen, noch geschwind weiter. Ulrich, grüß euch alle zusammen. Ingolstadt, jawohl. Ich bleibe auf YouTube einmalig. Natascha Sperg. Super an alle Sektionen. Bitte meldet euch bei mir wegen dem Fanclub 16er Partie. Kurzes Mail oder WhatsApp. Wir wollen ja international werden. Für unsere Buben, jawohl schon. Ja, aber die Meine Worte, jawohl, Ich blend's Natascha. gleich nochmal ein. Jawohl. Ich blend's gleich nochmal ein. Jawohl. Matthias Mariacher, Walter Zehmann, schau, kommt gleich mit den aktuellen Punkten. Geboren am 1. Mai 1927 in Wien, gestorben am 8. August 1991. Relativ jung gestorben, ja. Mächtig. Also relativ jung, ja. Ja, aber das war klar, aber da war der eigentlich in der Kriegszeit, muss der Ding gewesen sein. Edles Kapperl, sagt der Peter Voll, definitiv. Also nach dem Krieg, ist ab dem 45er, ne? Ja. Richtig, so hat er angefangen. Der Ackermann, ich bin jetzt sicher Mitglied der alten Garde von Rapid. Ich glaub, das reicht nicht, wenn man bei einem Match einmal Was macht er in der alten Garde? Richtig. Ja, das Ich ist meine, falsch, glaube ich. Ich meine, das ist. Aber Weil bei das, den Ultras. das Kappel macht ihn nicht jünger, muss ich sagen. Aber Nein, das macht ja nichts. Aber wie ich gehört habe bei den Ultras, das sind nur Stehplätze, habe ich gesagt, da bin ich froh, dass ich bei den Alten sitze. Molly, was ist mit deinem Namen? Sagt der Ulrich zum Fritzl Startguss. Wieso? was ist denn da? Was soll sein, sagt der Fritzl auch. Wieso? Stimmt alles da bei mir zumindest, ja. Schau, Taschersperr. Oder das wird eher wahrscheinlich der Roland sein, der da schreibt, die alte Garde ist, glaube ich, nichts für ihn. Ja, das sehe ich auch so. Hey Molly, jawohl. Macht es Nadia Freude, würde ich dir vielleicht ein Lied für ihn spielen, entweder der stille Zech oder wenn ich mit meinem Dackel. Kann ich beide nicht.
Kann ich beide nicht. Ich hätte gerne Nadia Freude machen, aber die kann ich beide nicht. Ja, es sind ja nicht unsere Liebe. Also der stille Zeche, das ist so, weiß nicht, unter den Tagel. Aber wir werden schon ein Little zusammenbringen. Mal kurz einen Einwurf, Rudi Korbes. Ja, ich rufe dich morgen an, Vormittag, passt. Einmalig. Ja, genau, die Rodolfo Corbesso, wir telefonieren morgen. Jawohl. Rodolfo Corbesso. Schau weiter, das Auto. Sektion in Luzern, Herzen der Schweiz. Durch die Hätte ist auch schon gesichert. Also Fanclub technisch sind wir dann weiter gestreut, als wir jemals gespielt haben wahrscheinlich. Schaut auf Georg Scheurer. Walter Tiger Zehmann. Schönen guten Abend, liebe Grüße, Georg. Jawohl. Jawohl. So. Passt. Ja, was? Meine Karte habt ihr bei den 16er mit reserviert oder soll ich extra schreiben? Christoph Acker. Was meinst du? Meinst du die Landpartie wahrscheinlich? Die Landpartie? Ach, das ist schon organisiert. Sag einmal, so Goscha, der sicher. Die kriegen wir schon. So, Patrick, jetzt spielen wir mal was, dass da mal was. Spielen wir mal was. Dass da mal ein bisschen reinkommt. Soll ich schauen bei TikTok, soll ich schauen, wie viele Leute wir schon sind? Sind vielleicht schon 3. Ich bin schon reingekommen. Nein, sind immer noch 2. Na, der Rest ist schon gesperrt wahrscheinlich für die, weil die Inhalte vielleicht zu gefährlich sind. Da wird das automatisch gar nicht wahrscheinlich vorgeschlagen oder so. Möglicherweise, aber es wird Wein getrunken. Ja. Kann auch sein, dass muss gleich einen Schluck nehmen. Politisch wurscht, aber halt inkorrekt, weil. Gut, was machen wir denn? Himmelfix. Himmelfix, jawohl. Wenn ich zu meinem Doktor geh, tun mir alle Knochen weh. Der sagt mit seinem Doktor grad, das ist alt, das satte Kavat. Und solange ich noch was gespielt, lebe noch gleichgültiger wie deprimiert nach der Medizin. Hab ich heute noch einen Termin? Himmelfix, ich spiel die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon warnen. Alle tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit die altgedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestillt hat. Und ich fühle mich gleich kommod, 3, 4 Glas oder mehr, stellen meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumper und gesund nach Haus. Meine Frau macht Frühjahrsputz und sie fragt, seid sowas nutz, macht ein Arbeitsdefizit wett und hilft beim Putzen mit. Nimm den Besen und kehr auf, putz die Fenster runter auf, schmeiß den Mist weg, doch ich schau, sterbenskrank mein Gattin an. Himmelfix, dass ich glaub, alle tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit die altgedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, da geht auf einmal alles unter, was mich grad noch stillt hat. Und ich fühl mich gleich kommod, 3, 4 Glas oder mehr, stellen meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das
Wirtshaus aus. Da geh ich bunter und gesund nach Haus. So schaut's aus, nämlich. Einmalig. Fast, kann sagen, bei mir alles in nicht so Ordnung, fehlerfrei ja. eigentlich. Eigentlich fast, aber da ein paar. Aber für das, dass wir es lange nicht gespielt haben. Details sind aber so. Ja, Achtung. Ist jetzt spiegelverkehrt auf TikTok, wirklich? Ist das spiegelverkehrt? Ja, das ist aber. Ja. Oh ja. Na freilich. Ah ja, freilich. Ah ja, jetzt. Link, ja. Ah ja, richtig. Ja. Das fällt uns jetzt. Kann man das ändern? Nein, das kann man sicher. Das kann man sicher ändern, ja. Naja, weiß nicht. Das weiß ich nicht. Aber dank der Matthias Gerold. Das kannst du sicher bei der Kameraeinstellung am iPad selber Nein, das ist die. Gestreift. Jetzt war schon zum dritten Mal das Schwammerl. Das Schwammerl, nicht? Ja. Er meint das Schammerl. Pass auf. Damit, er wird ja auch alt, er braucht jetzt ein Schammerl. Spiegel dein Video. Ja. Ja, dann wird's passen. Dann spiegeln sie. Was ist jetzt? Jetzt müssen es passen. Schon? Ja, freilich. Ja, jetzt passt's. Ja, jetzt passt. Gut, ich bin eh nicht drauf. Also das ist ja überhaupt, das ist eh. Wieso? Ich bin ja angeschnitten immer. Ich bin nicht Nein, drauf. nicht, wenn es nur so hinten sitzt, so weit. Jetzt sitze ich aber normal, weil ich wirklich so ganz hin Nein, bin ich gar nicht mehr drauf, wenn ich mich anlande normal. ja, vorher warst du aber oben. Hast du jetzt die Kamera verrückt vielleicht? Du bist auch gekommen stark. Nein, das ist ja fixiert. Ich bin nur, da muss ich mich immer so vier bei. Beim Spülen, du warst vorher aber drinnen. Das soll man. Na, sag einmal. Hat sich was verschoben? Der Patrick, du musst schon sitzen, gescheit auch. Ja, jetzt sitzt eh gescheit, weißt du? Vielleicht. Wenn die Technik nicht hier hat, da hinten, das ist natürlich eh klar. Ei. Ja, Pass nur auf, dass du nicht die andere verdurst, gell? So, ist ja wurscht. Du bist schon um sein. Jetzt bin ich oben. Das muss reichen. Das muss reichen. Dafür Auf jeden Fall Matthias Gerold, Weltklasse, Dankeschön für diesen Hinweis. Jetzt sind wir richtig. Jetzt stimmt. Jetzt bin ich angeschnitten, das ist super Geschichte. Aber ich bin auch nicht so wichtig. Ne? Ja, ich darf wieder ein Stückchen Retour. Ja, Oh, Patrick, das weiß ich nicht. ich stelle das jetzt. Ja, das ist die Gefahr. Ich mach das einfach Ja, aufmachen, aber. einfach einmal. Ja, ich habe auch nichts aufgemacht. Hast. Aber. Du bist der Einzige, der ein iPad in der Mitte zerbrechen kann. Ja, gut. Ich habe schon Knacken gehört. Das ist schon besser. Jawohl, Ja. so können wir es Ja, was meinst du? Bitte? Ja. Wo ist das Dopplermeter, wenn man es braucht? Bravo, Matthias Mariacher. Das ist Tja. eine gute Frage. Du bist daheim bei mir, Das ist wirklich. im Köller. Dort steht's gut. Ja. Ja, wichtig. Das brauchen wir ja, das wird das nächstes Mal. Das kommt ins in- Museum. Also ins ins Museum. Museum. Ich sag schon Museum. Ich greife schon vor gedanklich. Ich habe heute den ganzen Tag schon gesponnen, nicht? Was man so alles in die Ausstellung geben wird. Nicht? In Sierndorf, am Kölnerberg. In Köln. Nicht? Ja. Und viel haben wir nicht, aber ein Dopplermeter haben Aber wir. Doppelmeter unter anderem und sonst auch einiges. Aber ich werde mir den auch, ich rolle die Riemen bei euch in der Tasche rollen, dass wir den Köln einmal anschauen, was wir dort machen können. Vor Ort. Der Raffi, ich bin schon dabei. Außerdem können wir da Achtel trinken. Weißt? Der Raffi gehört quasi zur Gründungselite vom Fanclub. Yes. Mal gar keine Frage. Auf TikTok spielt Klause Ball mit Knatte sein Instrument auf der rechten Seite. Ja. Oder bin ich wirklich froh, dass der Matthias Gerold uns darauf hingewiesen hat. Ist uns beiden nicht aufgefallen, mir auch nicht aufgefallen. Obwohl wir es ja da auch sehen, so Ja. ja. Spiegelverkehr. Aber ja. Was soll man sagen? Was soll man? So, der Läusler wäre heute nicht passend zu meinem Wochenendprogramm. Ah ja, die Daniela war ja in Wien und dann bei einer Nachtführung am Zentralfriedhof. Ja, werden wir machen, das werden wir gleich anreißen. Können Sie den Abschied von Liebertstal spielen? Nein, natürlich, das kann man auch nicht. Obwohl es eine leibende Nummer ist, kenne ich auch nicht. Ja. Heute nehme ich Abschied vom Liebertstal und ziehe über die Donau. Weil nur in Kaisermühlen kann sie mein Traum erfüllen. Heute nehme ich Abschied vom Haben wir nicht Liebertstal. gespielt? Haben wir noch nicht gespielt, ne? Nicht gespielt, ne? Aber gehen's leider. Nathalie, der arme Adi, gell, wünscht sich ein Lied nach dem anderen, wir kennen es nicht. Das ist eher Untergang natürlich, aber was soll man machen? Was soll man machen? Der Franz M. fragt, wie weit seid ihr mit dem Tascam-Rekorder? Patrick? Das kann ich gerade. Morgen mache ich die ersten Aufnahmen und am Mittwoch beim Stippert schneiden wir bereits einfach einmal mit. Den Jawohl. Abend. Jawohl. Dann schauen wir, dann hören wir uns das auf, was das geworden ist. Dann, genau. Und dann am Donnerstag schon Taschland. Donnerstag ist dann Taschland, dann können wir besprechen, was man da ändern muss oder was. Aber im Freitag Prinzip- komme ich dann Röschenkeller, wenn wir es auch. Ja, Also wir's auch. wir werden es jetzt einmal überall natürlich sitzen. Wie gesagt, der Plan ist, dass das Album, dass das natürlich aus dem Taschler entstehen wird, aber
Wir werden halt überall mitschneiden, wo es uns geht. Patrick, hebt den Finger von der Wildcat. 5 Euro vom Wildcat. Wenn Mami nicht da ist, haben Sani und Mutzi das Geldbörsel. Bravo, Sani und Mutzi. Dankeschön. Die einzigen Nymphensittiche mit Wiener Lied Liebhaberei. Bitte. Was zieht das denn? Die Schmattesglocke wurde geleitet. Dankeschön, Wildcat. Danke, Sani und Mutzi, auf euch. Ich mache die Glocke immer so vorsichtig, nur lieber, weil sie kann schon sehr laut sein, wenn man will. Hier ist auch, glaube ich, eine Idee. Für die 6 Auschen brauchen wir die Beamglocken fürs Neujahr vom Neujahrskonzert. Na, den Sessel brauchen wir eigentlich. Den Sessel brauchen wir nicht. Nur die Glocken die Glocken. Das checkt das schon. Weil die Glockenanlage ist ableitet, weil die kaum müssen wir komplett und ich weiß nicht, wie die montiert ist. Nur die Glockenschale ist. Das hat er ja schon montiert für die Neujahrskonzerte. Ja, aber da hat er nur die Schale, die Glocke. Aber ohne den Schlägel und alles. Ja, das nur die Glocken. Nein, es war schon, wenn man dort leiten geht. Na so, das meinst du. Mit der Mechanik natürlich. Ja. Ne? Das kriegen wir schon hin. Müssen wir mit Zahnen sagen, die brauchen wir dort. Da kann sich jeder hinsetzen. Ja. Ding, kann auch mit leiten. Genau, kann sich jeder. Gute Idee. Jawohl, sehr gute Idee. Wunderbare Idee. Ist euch nicht aufgefallen auf TikTok? Was? Matthias Mariacher, was so? Maub AWZ ist euch nicht aufgefallen auf TikTok? Was heißt das wieder? Was soll mir da aufgefallen sein? Was ist da? Jetzt muss ich hinschauen zu TikTok. Jetzt will ich gerade spielen. Aber jetzt wäre wieder das Schammerl. Vorsicht bitte, verletzt dich Da nicht. herum ist das Mikro. Mir fällt gar nichts auf. 4 Zuschauer, also mörderische. Mir fällt da gar nichts auf. Weltklasse, die 4 Zuschauer, die da sind, volle Achteln. Jawohl. Die halten davon. Der Christoph hat schon wieder eine neue Idee. Was hat er? Das Feinrieb gehört Ja, ein. das ist ja klar, das haben wir aber schon gesagt. Hab ich schon gesagt. Das war ja deine Idee sogar, glaube ich. Das habe ich schon notiert da, Ja. ich glaube. Ja, genau. So, aber das schmeiße ich jetzt weg, weil da beim Boden wieder ein Träger aufgekommen. Naja, was du, so vergeht auch die Zeit, ne? Ja. So, jetzt machen wir ein Läusel für die Daniela, für unsere Prinzip besser, die, wie sie selber sagt, sich am Zentralfriedhof ihre eigene Zukunft angeschaut hat. Unser aller Zukunft. Unser aller Zukunft. Mauer mit Z ist die spiegelverkehrte Aufschrift auf Klaus T-Shirt. Ich verstehe. Ach so, da. Naja, ich habe mir ehrlich gesagt nicht mehr Leiberl angeschaut. Ja. Aber So Leiberl. ist es. Matthias Mariacher, für das haben wir ja Fachleute wie die und wie der Matthias Gerold, die da genau drauf schauen, was los ist. So, du bist bereit für Läuseln? Ja, bin ich bereit. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit den Gröber und dem Meier. Alles war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau. Dann wurden die Händel und die Fleischlappen serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles so sind gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat, dass der Läusel nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Und dann trinkt man noch ein paar Schnapsel zum Verdauen. Und die Achterlreiner, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann wären schon die alten
wird er gesungen, ja und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater, hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht so, ein Gstudelbube. Aber es ist sehr schade, es ist so schade, es ist so schade, weil da fehlt der Läusel schon dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel auch sicher lebend gefunden. Ja, da seine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leid. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Jawohl, der Läusel. Jawohl. Siehst du, bringst du das echte Wienerlied zusammen? Puh, auswendig jetzt nicht. Hast du es nicht noch? Weil das hätte jetzt so dazu passt. Das ist mir gerade eingefallen. Ja, aber nächste Woche geht es hundertprozentig. Ja. Es geht am Mittwoch schon. Ja, aber ja, das ist mir jetzt nur gerade eingefallen in dem. Ja, was haben die Leute? Die Leute haben zu wenig Geld, nur die Car-Business. Ja. Na sicher, reißen wir es gleich auf. Dann musst du, glaube ich, einen kurzen Wechsel machen zu Harmonika. Bitte geh. Ja, geh. Schau dir rein, es hat da schön Singertanz, jawohl, Gabe. Sehr schön, grüß euch. Große Freude. Heute habe ich gerade in Patrick seinen Anteil der Bücher gegeben. Ja. Weil von der Gabi immer so großzügig so viele Bücher geschenkt kriegt. Ich bin hingegangen mit einem Rucksack, weil wir gedacht haben, naja, 3, 4, 5 Bücher. Na was, das waren weiß ich nicht wie viel. Nicht? Also Mehr, viel mehr. Und da haben wir uns sehr gefreut. Unter anderem auch der Wilhelm Busch, und den haben wir schon. Jetzt habe ich das Zitat auch schon herausgefunden, was wir gesucht haben. Und zwar aus ich glaube, Didel Dumm oder so, wie heißt die Reihe. Also dieses Werk, und da gibt es dieses Kapitel, der Maulwurf. Übrigens, der Maulwurf ist wichtig, weil da kommt auch dieses Zitat mit der Musik vor. Musik wird oft als, weiß ich nicht was, empfunden, weil oftmals mit Geräusch verbunden. Verbunden. Und da kommt auch dieses Zitat vor, was mir besonders gut gefällt. Und denn hinderlich wie überall ist hier der eigene Todesfall. Großartig. Und das passt natürlich auch jetzt zum Läuseln. Perfekt. Denn hinderlich wie überall ist hier der eigene Todesfall. Das gefällt mir schon sehr gut. Und das taugt mir, wenn man der Maulwurf anschaut. Und ich habe gedacht, bis der heute, den ja die Kinder traumatisiert werden. Nicht? Früher hat man das ausgehalten. Nicht? Weil dann nimmt der pudelt den aus und dann will der Maulwurf noch entschwinden, will ein Loch kommen und will anhauen. Aber er wird vom Gärtner da erwischt und dann schlagt er. Und dann endlich liegt er komplett zermatschert am Boden. Und dann steht eben, er hätte gerne noch weiter wühlen, aber hinderlich wie überall ist hier der eigene Todesfall. Jawohl. Die Weidke sagt, unser Läusel ist September 98 gestorben, war ein Meister, wo ich Lehre war. Da schau her. Na schau. Natürlich würdig. Dann hoffentlich ist es auch würdigend für den Meister Läusel in dem Fall. Klausi, bitte nicht so fest anreißen, wollte heute noch kurz die Gitarre quälen, eine Seite gerissen. Na geh. Bei dir, oder? Ja, das gehört dazu. Das kommt vor, ne? Das kommt vor. Also das ist halt blöd, oft beim Spielen, wenn wir wo sind, weil es halt dann trotzdem ein bisschen länger dauert. Und meistens ist ja so, dass du spielst das erste Lied und sie reißt. Ne? Ja, und nicht beim vorletzten. Jetzt hast du gerade Pause gemacht oder noch gar nicht angefangen, fangst du endlich an, die Leute sind bereit und was ist die Seitenrest? Ne? Jetzt können wir nochmal 5 Minuten Pause machen, mindestens. Ne? Ist so eine Sache. Ne? Okay, bitte kann mir jemand erklären, weshalb ich manchmal hier im Chat keine Emojis posten kann. So wie jetzt kann keine Viertel oder andere Emojis posten, habe das immer wieder, aber nur im Live-Chat. Ja, hätte ich leider, ich kann da gar nichts sagen. Kann er das auch nicht sagen? Bist du am PC oder bist du am Handy? Kann da nichts sagen.
Aber pass auf, jetzt spielen wir mal leider uns wenig Ja, Geld. nicht, ja. Auf Wunsch vom Vom Rudi. Rodolfo Corbesso. Jawohl. Ui, er wackelt. Das Er wackelt mir. So geht's nicht. Das muss schon was im Glase sein. Wie schauen wir aus auf TikTok? Alles gut? Das ist ja, danke schön. Aber es ist ja wirklich, ich meine, was machst du, wenn du jetzt wirklich ein TikTok live machst, wo du die Kommentare lesen willst, dann hast du es bei dir bieten. Das ist ein schöner Schenk, aber da hast du eine Potentnummer gleich eine ganze. He? Was? Ich schenke mir dann nichts mehr ein, Leute. Ich mach mal. Ja, dann singt, da schenkt sie ein, habe die Ehre. Was führte meine Hand? Das weiß keiner. Ja, wenn man unser Wehren betrocht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag rund am Schottenfeld, da hat's noch gegeben Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen. Ein Bachhändel, ein guten Wein hat auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heut, wie's zugeht, da drunter im Schottenfeld. Die reichsten Leute und Krieder gemacht, Fabriken zugesperrt über der Nacht, wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht auf sonst Folie. Von Bachhändel ins Bläs keine Spur, jetzt liegt da jeder hinterm Tor. Ein Gesöchte blunzen, das alles hört. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, ein Frittis auf der Welt, ja, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Aber wer nach dem alten Schlag, wie's einmal war, kommt keiner nach. Eine Kernfigur mit Stöbenand, hernach der Schnit vom Sonntagsgewand. Am Kieferlein Zylinder drum, nach links ein bisschen vierig schon. Das Manchester rickelt Hosen gestört, ein Pfeffer hat nicht gefällt. So war der Wiener Bürger, so man nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heim den Nachwuchs an, was ist uns übrig geblieben? Ein Gigerl mit einem Drarerhut, die Gestalt die reinste Missgeburt, ein Stiefel keine Absitz drauf, das Gewandel haben's vom Bandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind sie miteinander stier. Zum Auftragen jedes Maselfeld, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Jawohl. Gratulation. Gratulation. Wunderschön Quasi. gesungen. Quasi abgefasst. Das ist ja sehr hoch, also diese Überstimme, aber Ja. jetzt muss ich schauen, erstens einmal da irgendwas hat sich da. Oder wir enden es dann doch in F vielleicht einmal statt Nein, in G, nein, ne? nein. Das ist ein Ton oben. Live aber- eingestellt, ein Live wurde aufgrund von Inaktivität beendet, dann sind die deppert. Das ist aber auch nicht schlecht, weißt Du hast mehr Aufrufe als 92% der Live-Creator mit einem ähnlichen Following. Na, ist das super? Wurde beendet. Na, Alter, sicher nicht. So, pass auf. Gehen wir gleich. Gehen wir gleich wieder Gehen wir live. gleich live Gehen wir wieder. gleich live wieder. Das hat Ja, jetzt- bitte na, stellen Sie wirklich. sich. Ich danke euch für die wunderbaren Achteln, bitte, Herr. Live gehen. Das ist schön. Das heißt keine Inaktivität, na, die sind ja aber auch rein, bitte. Also, wir sind die aktivsten. Also, mal gut, vielleicht hat war keiner drin. Ja. Ja, die Megi schreibt auch was Richtiges, ja, das stimmt schon. Geh bitte trauen da. Ja, So sicher nichts wieder. So sieht man auch Echt so sicher schon, ja. Mondscheinbrillend, mein Vater hat gesagt, das ist auch schön, die Hausanzündung, ja.
Du, unterhalt die Leute kurz, gell? Die unterhalte Leute kurz. Ich hole mir meine steirische, weil die steht schon griffbereit, meine Lieben. Kann man das nicht ein bisschen früher sagen, hörst? Ich denke, muss ich sofort ausnützen. Sofort muss ich das ausnutzen. Da haben wir es ja schon. Sehr schön, sehr schön. So, dann, meine Lieben, gehen wir es an. Gehen wir es an mit einem Marsch. Dass ich das Maße bringe. Da ist er! Nehmen wir! Jawohl, das ist ein schneller da wie die Feuerwehr. Das ist ja Wahnsinn. Ja, was denn? Das ist sehr Ja, Mann, gut, ich ja. wollte nur sagen zu TikTok, nehmt das. Von wegen Inaktivität. TikTok, das ist echt gut. Wir sind schon wieder live, warum? Weil es uns angetan wegen Inaktivität. Das ist überhaupt. Wir sind gleich zweites Mal noch mal eingestiegen, gleich neu wieder und passt schon. Ne? Ich meine, was gibt's soll ja ich nicht. machen? Kann ja nicht sein. Ein Handstand mit den Urwaschel oder was? Mit der Urwachsel kann er nichts. Nix. Was? Wie? Das ist ein Wahnsinn. Emoji-Eingabe wie eine Worteingabe geht. Da schau her. Ja, sagt's niemand. Ja, da kann ich leider wirklich nichts sagen wie das. Harry, schneller Fonte, kaum ist er da, ist er bereits frech auch. Alter Harry, es geht vermutlich um Bewegungsaktivität. Was sagt die Daniela? Die kennt sich da aus. Nach einer Stunde live musst du auf TikTok bestätigen, dass du kein Bot bist. Wenn du nicht darauf reagierst, wird der live beendet. Ich verstehe. Das muss ich sehen. Ich sehe da nichts. Von da sehen wir gar nichts. Ne? Das ist Nach einer Stunde sagst du, na gut, ja, das kommt hin. das kann sein, ja, das kommt genau hin. Ja. Wir haben TikTok, 8, das haben wir eingestiegen, ja, das passt Ja. schon. Da schau mal, aber von der Daniela können wir was lernen. Die bringt schon besser, kennt sie aus mit dem. Ja. Im Duett ist besonders schön. Mondscheinbrüder. Habe ich schon erwähnt. Ja, hast du schon Hab ich erwähnt. Ja. Das ist ja Ich hinten habe nicht geschaut, noch. was ich verloren habe da. Ja. Jawohl. Na pass auf, nimm einen Schluck, das heißt, in einer Stunde muss ich bestätigen, bin kein Bot. So wohl. Naja, muss man sagen, ne? Bin kein Bot. Inaktivität. Muss ich auch noch herumdrucken. Jetzt kann man schon nichts lesen. Verstehst? Jetzt muss man noch drucken, aber wie soll man denn das. Wie? Die sind halt weiter links. Ja, gell? naja, das ist auch, ne? Jetzt spiegelt es ein bisschen. Jetzt hast du versteht. Nein, andere Richtung. Ah, zweit, das war zweit. Wieder zurück. Viel aus! Ja, jetzt geht's. Na schau, ist schon wieder eingestellt. Was sag ich, ne? Harry Elefante bringt auf den Punkt. Bringt sie besser, weiß es besser. Jawohl. Jawohl. Hallo aus München, sagt der Paul Hartmann. Grüß dich gut. Erzähl was, Paul. Ist natürlich, können wir jetzt schon festhalten, wir haben jetzt ja die 3. Woche Livestream am Morgen begonnen. Nicht? Montag bis Freitag, wer es noch nicht weiß, von 9 Uhr weg, also eine Stunde ungefähr. Circa, ja. Sind wir live bei einem Café Tratsch, kann man so sagen. Ist bis jetzt leibend gegangen, muss ich sagen, und das gefällt mir. Großartig. Den Herrschaften gefällt es auch. Und
Mir gefällt es selber vor allem. Das ist, Ja. macht echt Spaß. Macht wirklich Spaß. Macht halt Spaß. Es ist der Aufwand halt in Grenzen, nicht, weil man nicht nirgends hinfahren muss. Man muss halt noch munter sein, reden können und halt Ein bisschen was darstellen schon, darstellen, ne? nicht, dass man nicht ganz das weiß, ne? Aber sonst. Und dann einen Kaffeeschal machen. Also hat eingeschlagen, muss ich sagen, hat eingeschlagen, funktioniert tadellos und macht uns Freude. Und wie gesagt, wir haben bis jetzt Zuspruch und wenn ihr mal Lust habt, ab 9 Uhr. Jeden Montag bis Freitag, werktags, machen wir das um 9 Uhr. Ein Morgengespräch auf YouTube und auf Facebook. Also wer auf unserer Facebook-Seite ist, auch dort Dort sind wir. live dabei. Und wie gesagt, TikTok, das bringen wir nicht hin, jetzt war irgendwas. Was ist jetzt da? Was macht er? Warte mal, jetzt muss ich schauen. Da irgendwas. Bitte schau hin, Klaus. Schau hin, bitte. Ich bin kein Bot. Du musst vielleicht hinschreiben was. Daniela Schwing schreibt, Expertin vielleicht nicht, aber ich habe schon ein paar Livestreams auf TikTok gemacht, beziehungsweise dabei gewesen. Ja, das zahlt sich natürlich aus. Ne? Klar, dann weiß man es schon. Ja, Das ist vollkommen richtig, ja. bin kein Bot. Hast du bestätigt jetzt müssen oder was? Nein, Oder? gar nichts. Aber Achso, nein, das klar. weiß ich, da irgendwas hat er gesagt. Ich bin jetzt spät hingekommen. Nicht? Ja. Dann war schon wieder alles weg. Nein, das ist eine eigene Geschichte. Aber es ist so, ich habe das gelesen, wenn du immer auf TikTok eine Zeit lang das live gemacht hast, dann wirst du freigeschalten, dann kannst du das machen bei TikTok Studio. Ja, da Und kann das man es ist da dann so quasi Da haben wir schon besprochen. am Genau. Computer. Haben wir das schon gekriegt Heute oder haben wir das am im Anfang. Livestream schon gesagt? Haben wir das im Livestream Ja, oder? das ist die Frage. Na, ne? Grand ist nämlich schon. Ja, TikTok vielleicht. Ja, du Das bist weiß auch ich. Hilfe, der Grand ist schon, da stehen 300 Kameras. Ja, da kriegt man klar. irgendwas war schon live. Irgendwas Aber rein die ich weiß immer. nicht, ob TikTok oder da auf YouTube. Das weiß ich nicht mehr jetzt. Ja. Jawohl, der Livestream für Hockenstadion und Berufsmusiker, so schaut's aus. Nein, aber es ist natürlich, weißt du, wir sind da bei allem Schmäh dabei, muss man sagen. Nicht bei allem, bei jedem Blödsinn, aber bei vielen Dingen, wo du sagst, das rennt, das muss man ja probieren. Ja, ich war früher, in der Pandemiezeit habe ich das ein paar Mal gehabt. Ich kann mich erinnern, an die stärkste Zeit war die, da habe ich aufgestellt gehabt, diverse alte Handys und die Kamera. Da war ich live auf YouTube, auf Facebook, Auf mit Instagram. einer extra Kamera, auf Instagram, Ja. mit einer extra Kamera Ja. und auf TikTok. TikTok, ja. Also das war ein Hetz. Und da habe ich gedacht, Alter, das ist ja mörderisch auf. Und überall, ich meine, da geht es jetzt zum Beispiel mit der Morgenshow, weil YouTube und Facebook über eine Plattform machen ja. kann. Das ist natürlich leibend, da siehst du auch die Kommentare und alles von allen. Ich auch übrigens, Ja, obwohl genau, ich nicht ja. da bin, das ist mir sehr Ja. angenehm. Ja. Ja, auf jeden Sehr Fall. praktisch, ja. Und das geht da nicht, aber im TikTok oder Instagram ist dann noch schwierig, weil ja, jetzt nimmst du das auf im Breitbild mehr oder weniger und dann hast du aber Hochformatik. Also ich weiß ja noch nicht, wie das rennt, aber wir bleiben dran. Ihr kennt uns wir sind ja da keine Faden, aber für die neu hinzugekommenen möchte ich noch einmal einblenden die Daten vom Roland Sperg. Warum, werden manche fragen, warum? Was hat der Roland Sperg, was wir nicht haben? Seit gestern habt Ja. ihr beide, Roland Richtig. Sperg und Klaus Besteurer, während dem Rapid-Match. Der Roland hat die Idee gehabt. Definitiv. Ja, Also Roland hat die definitiv. Idee Der gehabt. Roland, Das war wir gründen einen Fanclub der 16er Buben. Ja. Also nicht wir gründen, Also, nicht, nein, wir wir sind nicht. dabei, oder? Wir sind ja Außenstehend, wir sind ja, also, nicht, also der Roland gründet Ja. quasi. Also, Ja. Doch der Roland, ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Ein Fanclub, die 16er Partie, und wer grundsätzlich Lust hat, dabei zu sein oder sogar mitzutun, im Sinne von, dass er ein bisschen was sich einbringen kann, der möge bitte dem Roland einfach ein WhatsApp schicken oder eine E-Mail und sagen, ja, ich bin auch da, nehme ich mal auf in den Verteiler. Und man wird sich dann zusammensetzen, wenn ein paar sind, und einmal so ein bisschen besprechen, was wir denn so tun werden. Wir sind eigentlich offen für alles. Wir sind dort nicht Mitglied oder sonst was, ist ein Fanclub und kein 16er Bubenclub, sondern ein Fanclub. Genau. Das heißt von Fans und weiter, und wir stehen natürlich einfach parat, um sozusagen diesem offiziellen Fanclub mit allem, wie sagt man da, dienlich zu sein. Wir das von dienen, uns wir dienen bedienen, höflich. das von uns Und erwünscht freundlich. wird. Hoffentlich. Hoffentlich. So wird es passieren. Und das bitte meldet euch beim Roland. Wie gesagt, ich werde es auch noch üppigst teilen und veröffentlichen, dass das eine ordentliche Partie wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jawohl. Dann mache ich nichts auf TikTok, reicht dir YouTube und Instagram. Christoph Acker, was ist, du musst auf TikTok, was ist?
Weltklasse. So, Patrick, reiß mal. Was reißen wir Was an? an? Das Meidlinger Edel haben wir auch schon lange nicht gespielt, oder? Ja, bitte Machen schön. wir's, machen Hat der eigene Nummer bis jetzt, gell? Ah nein, bis aufs Geld. Nein. Das sonst schon. Ja, Sonst haben wir nur eigene Nummern gespielt eigentlich. ja, stimmt, auf der Steirischen auch, ja. Ja. Stimmt, Ja. macht ja nichts. Ist ja, mir macht's ist ja nichts. kein Fehler, nicht? Für was haben wir es denn geschrieben, ne? Wir Kein schauen. Schluck nicht mehr. TikTok, dass wir nicht inaktiv sind. Du brauchst einen Bewegungsmelder. Ich brauche einen Bewegungsmelder für den TikTok live. Aber schon bewegen uns, auch so. Ja, die meint das anders mit live. Ja, bitte. Ja, das schaut aus, was du so herumwogelst. Da Kommt die Zwangsjagd. Da haben wir 3 Zuschauer und die schleichen sich gleich. Wir sind der erste Livestream auf TikTok mit einem Minus-Zuschauerstand. Da sagen wir aber neben Patrick sich, nein, ich weiß nicht. Dann Wahnsinn natürlich. Ne? Na, haben wir nicht Liederwünsche gehabt da drinnen jetzt irgendwas? Oder wie war denn das? Warte, ich schau ja noch. Die Hausherrnsöhneln kennt man die schon, machen wir die Mäcki schreibt die Hausherrnsöhneln. Ja, ich höre schon die Genau. Begeisterung. Heute kommen die Engel auf Urlaub noch werden von der Susanne Fabre. Ja, das geht Ja, auch. dann machen wir beide. Machen wir einen. Das passt nicht ohne, Machen das wir ist Medley. gleich. Machen wir Medley. Machen wir Medley. Fangen wir mit den Engel an. Sicher. Bin dabei. Ich mache die Einleitung. Jawohl. Leute ein. Friedrich sagt den Einlauf. Einlauf für TikTok. Was ist denn heute noch los? Ja, was ist denn heute noch geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38 Wien. Ein Schaffner, den ich frag, der schwitzt vor lauter Blut und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heute kommen die Engel nach Urlaub nach Wien, denn dort wird's zu Haus drum aufs Wiener Stadt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu, Leidl beim Weindl, die kriegen gar nicht nur. Hinter am Bahn steht Gott einmal und lacht, viel wieder anstehen in wer nicht auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien. Wer leid, wer freit, aber da liegt was drin. In Gumpendorf rund auf der Weg Nummer 2. In der 3 steht ins Haus und das gehört dem Papa. In einem Zimmer da drin steht ein Kasserl, den Schnitzel dazu, den hat die Mama. Drum fehlt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Und das zum Verputzen sind wir auf der Welt. Wenn vom Arbeiten geredet wird, voll Teufel, da kriegen wir ein Grant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und er sei Fabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und er sei Fabrikant. In der Schule schon waren wir ein paar hautschlechte Buben, haben niemals einen Spaß und auch gar nicht vertun. Nur der Lehrer hat gesagt, mit euch zwei ist ein Kreuz, aus zwei solche Eseln wird niemals was Gescheites. Das hat er ganz groß auf die Tafeln aufgeschrieben. Und dass er nicht blamiert ist, so sind wir's auch blieb. Klärt haben wir nichts, aber wir sind arrogant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und er sei Fabrikant. Unser Vater hat kein Haus mehr, er ist jetzt heiligen Musikant. Der Redner sei nur herein, der Rest der Jungs für groß und klein, jeder Schimmel lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringenspiel, das ist ein Hitz und kostet nicht viel, damit auch der kleine
sich eine Freude leisten kann, immer wieder vor Blick und trat sie nur am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Gespür. Vor 20, 30 Jahren, da war am Kirch noch allein. Da hat's uns nix wie Sabreburm und Sabretärndeln gehen. Und haben's wo tanzt und umgestrampft, das war ein gewisser Freund. Ja, singst, das waren halt da zumalls noch gern gesunde Leute. Wann Grezi Kappel gesungen haben, das war ein gewiss kein Pflanz. Gegen den Tanz und Lieder, wo man von den Bären gewandt. Der dicke Pepe Korl und der Franz, alle drei. Ja, haben's wo tanzt und umgestrampft, da waren wir gleich dabei. Geht's mit dem Singen schwer, wir haben keine Stimme nicht mehr, tanzt wieder nicht so, wir sind aus Heu und Stroh. Ja, mir geht's schon, da muss ein Fehler sein, wir haben auf der Welt keiner mehr Götter. Aber Fisch muss gehen, sonst hat das Leben kein Wert, nicht Fisch muss gehen. Der Mensch ist doch kein Pferd, nicht setzt, nicht fahrt, nicht muss eine Stimmung rein, oder tu dich um das nächste Kirschschlag. Jawohl, Frau ist Fisch lassen, la, schenkt sich ein, brauchst nix auf was wir gern haben, denn so jung wie hätte kommt man immer zusammen. Was hat man es? In Untergrind raus, in ein uralten Haus, in einen Hof in der Speckbuche gossen. Da ist Gerd ganz verstaubt, seine Zierde beraubt. Ein Herrgott aus Stein ganz verlassen. Ich habe mich entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kindreal und meine Stollen. Denn die größeren Buben wollen auf die Stollen wie die Nollen. Als Kindreal hätten sie mir gestohlen. Herrgott aus Stein, du nur allein, hast mich als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und mich an dich gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du bist mein einziger Trost. Ein Abschluss, die Krönung.
Medley. Medley Deluxe. Deluxe. Medley Deluxe. Aber die Und schauen da muss ich schon, das sofort gratulieren. ja, danke, gratuliere dir auch recht herzlich. Also- Da muss ich da schauen, TikTok, weißt du, das ist ja Wahnsinn. Da, Gebet, dass wir kaputt sind. Ja, ja, was kaputt, heißt Gebet? kein Kaputt. das ist ja Wahnsinn. Wenn ich gewusst hätte, was das für Aufwand ist, was ich aufstehen muss wegen dem TikTok. Mach doch nicht schon, ich mal schauen, was da ist. Da schau ich mal hin, da kannst du sitzen. Schau, erfahrungsgemäß ist so, was du jetzt schaust, siehst nichts. Ist beigetreten, ist beigetreten, ist beigetreten, ist beigetreten. Ja, das war's, ne? Jo. Du verschreckst die Leute, wenn du noch bei der Kamera bist. Ich muss ja schauen. Ja, du verschreckst die Leute. Ich sehe ja nichts. Du musst trotzdem wieder hinschauen. Ich sehe ja sonst nichts. Ne? Das ist ein Wahnsinn. So, was haben wir da? Das ist beigetreten. Er verschreckt es nicht. Ne? Das ist genau. Nein, einen Zuschauer haben wir eh. Aber pass auf, jetzt der Punkt ist der. Ja, wo kann ich das bestätigen, dass wir kaputt sind? Kann man das nicht zwischendurch einmal live pausieren? Nein. Das machen wir nicht. Was kann man da um? Da gibt es ja 1000 Sachen zum Anklicken. Da zum Beispiel Leistung in Echtzeit. Gute Verbindung steht. Du erhältst schneller Aufrufe als 99% der Live-Geräte mit einer vergleichbaren Follower-Anzahl. Na gut, okay, meine Follower-Anzahl. Gut, so wenig, glaube ich komme gar nicht zurück. Schau. So wenig, glaube ich, haben wir gar nicht auf TikTok. Ich glaube fast 6000 oder über 6000. Ja. Aber ist ja nicht so. Du schau her. Tritt alle bei, dann sind sie weg. Grüß euch gut, alle was dazugekommen sind. Grüß euch gut. Beliebte Lives. Naja. Aber es ist ja so. Ja. Wird schon. Das wird aber einen Grund haben, wieso wieder alle weg sind. Ne? Ja, wahrscheinlich, wenn wir nicht kommentieren können. Nicht extra, wenn man das nicht sieht. Nein, die schreiben nicht. Ja gut, aber es weiß ja, ich kriege dann auch, wenn ich mal so auf TikTok bin, dann kriegst du dann der ist live. Jetzt eigentlich schaust du gar nicht bewusst rein, sondern du gehst einfach da vorbei und damit bist du aber quasi dem Live beigetreten. Dann musst du weiter wischst, bist du wieder draußen. Bist du da draußen, ja. Genau. Ja, es ist ja ja. Krieg einfach alle Bilder mit Ampeln an, Klaus. Matthias Mariache, das ist nicht. Ja, aber das ist da wild. fliegt die Achtel rein. Das ist wild. Weißt du, wie oft ich da durchfall, wenn es irgend sowas geben, ich bin kein Roboter und dann sagst du auch, alle Zweiräder oder alle Ampeln oder alle Zebrastreifen oder sonst was, das ist ein Wahnsinn. Nein, noch besser sind, wenn das Wörter zu erkennen sind. Da muss ich mal wirklich Ja, mal das ist ein konzentrieren. Wahnsinn. Aber Ja, da, das muss ich fünfmal da habe ich schon aktualisieren. dreimal aktualisiert auch. Also, ja. Bleib einmal stehen wegen dem Logo. Was für ein Logo, Georg Scheurer? Warte mal, die Daniela Schlögl. Es ist übrigens diese Woche meine letzte Pavlatsch mit einem Dreier vorne. Ab da bin ich dann offiziell alt. Willkommen im Club, dann Daniela, Daniela. du willst ja nicht sagen, dass Sind wir wir alt alt, sind. ja? Entschuldige, hier ist Hallo. Das ist nicht Weltklasse. Das ist Weltklasse. Das heißt, bei der nächsten Pavlatsch müssen wir unbedingt auf die ausstessen. Ne? Natürlich ein Wahnsinn. Ja, selbstverständlich. So, ja genau, der hätte sagt der junges Küken, du, genau. Langsam kommst du Durchschnittsalter, obwohl alle anderen werden ja auch nicht jünger. Ja stimmt, aber schon langsam näherst du wenigstens dem Wiener Liedpublikum, Alter. Es ist wirklich an der Zeit, dass euch der ORF bei der Pause beim Neujahrskonzert einspielt. Da habe ich schnell Fonte. Schau, das ist aber lieb von dir. Ja. Weißt du, Wir spielen ja am Philharmoniker Palazzo. aber was war's? Was weiß man, was da kommt, ja. Wer Was weiß? was im Busch ist. Du weißt man kann ja entdeckt werden. Ne? Es kommt ja darauf an, von wem. Ne? Es muss schon wer sein, der die entdeckt, wo es einen Sinn hat. Ne? Wenn wir jetzt Hausnummer, weiß ich nicht. Wäre interessant, wir haben schon genug ORF-Produktionen gemacht, am Zentralfriedhofen zum Beispiel, weil ich mich erinnere dran. Ja. Für ORF 3. Naja, wir haben schon einiges. war, ja. Aber es ist halt so mit diesen Medien. Aber wer schaut wenn's, das? wenn's, Das naja, ist und wenn es nicht regelmäßig, Regelmäßig ist das es- ist so wie ist es- Seitenblicke, nicht? Wenn ich mal sage Seitenblicke, weil heute hat das sowieso keinen Wert mehr, aber früher war das natürlich schon mehr. Und wenn du einmal in Seitenblicke, aber es war nichts. Aber wenn du natürlich alle 2 Wochen in Seitenblicke vorkommst, naja, dann hast du schon langsam einen Effekt gehabt. Genauso ist es nicht beim Fernsehen. Wenn du im ORF, wir kommen beim ORF im Jahr vielleicht 4-mal vor. Viermal oder früher, fünfmal. fast 5-mal, ja. Genau. Ja, im Bayerischen Rundfunk vielleicht 3-mal. Dreimal, ja. Naja, das ist zu wenig, dass du sagst, da baut sich jetzt eine Prominenz Dings auf auf, ja, oder was. Nicht? Aber es ist ja auch eine Nische, das Wiener Lied. Absolut, Und ich will mich absolut. nicht beschweren. Nein, will mich nicht beklagen, ja.
Und die haben wir das, mit wem habe ich denn da plaudert, das ist nicht lang her. Und da haben wir so plaudert über das, da ging es aber ums Unternehmertum, aber das war, ich habe das dann immer gleich umgelegt jetzt auf mich als Musiker, was ja auch Unternehmer ist. Ich sag ja, absolut, aber, freilich. Aber derjenige hat gesagt, du pass auf, ich habe einen Handwerker. Ne? Und er hat gesagt, ich mache das ist Leihwand und ich habe 2, 3 Mitarbeiter. Und das ist eine super Geschichte. Und jetzt hat er gesagt, jetzt hängt er ein bisschen an der Idee, mache ich mehr oder weniger. Also die Aufträge wären da, dann müssen wir sie stark vergrößern. Das ging halt alles, aber jetzt hat er gesagt, das ist halt so, ich verdiene geht's nicht schlecht, mir macht es einen mörderischen Spaß, meine Mitarbeiter sind leibend drauf, es rennt, ich habe Zeit für die Familie, ich habe warte, jetzt da leicht was. Bitte schau sofort hin. Was heißt das? Schau sofort hin. Jetzt ist er weg. Irgendwas musst du akzeptieren wahrscheinlich. Ja, jetzt mal weg ist wieder. Was war das? Nicht, dass du keine Maschine bist wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, da ist gestanden akzeptieren. Was weiß nie. Irgendwas ist gestanden, das kann ja kein Mensch lesen. Das ist ja ein Wahnsinn. Naja, also auf jeden Fall hat er gesagt, jetzt überlegt er, nicht? Weil dann, ich meine, dann wird es natürlich, wenn alles hinhaut, wird es natürlich unternehmerisch, finanziell nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Das ist schon, die Frage ist nur, will das nebenbei mit? Ja, das ist eine ehrliche Frage. Und so habe ich zu ihm gesagt, ich gratuliere dir dazu, dass du diese Frage stellst. Weil natürlich, Erfolg, Karriere ist alles richtig. Nicht? Jetzt, er hat aber gesagt, es ist leibend, wie es ist. Und zwar wirklich leibend. Er geht nichts ab. Warum sollte er also vergrößern, verbessern? Nicht? Kenne ich aus ganz naher Dings auch Handwerker. Ja. Aus einer Zimmerei. Ja, genau. Das wäre jetzt schon seit Jahren immer möglich, das zu vergrößern. Nur auf der anderen Seite, nach Jahren der Beobachtung geht es auch, dass man dann damals darauf verzichtet hat zu vergrößern, sind alle hochzufrieden. Ja. Mit der Situation, wie sie ist. Weil im Endeffekt hätte es vielleicht um ein bisschen mehr im Taschel für alle bedeutet, aber nicht wirklich so viel mehr. Der Aufwand wäre allerdings ums Doppelte gestiegen, muss man ehrlich sagen. Und so ist immer noch für die Familie Zeit da und man kann trotzdem gut leben davon. Ne? Ja, ohne dass man wer Hunger leiden muss oder also irgendwas. Ne? Apropos Durstleiden. Aber ich glaube, die große Frage, die man sich da wirklich dann stellen muss, ist man jetzt eigentlich vom Wesen her ein Unternehmer, in dem Fall, ja. Oder ist man jetzt eigentlich auch nur Selbstständiger? Ja, genau. Weil wenn einer sagt, ich bin ein Unternehmer, ich bin das, ich will das, ich will viel tun, ich will einen Kalender haben, einen Terminkalender voll, ich will da managen und das taugt mir, ich bin der Typ für das. Ja klar, nicht? Aber viele sind ja so wie jetzt auch als Musiker, wir sind jetzt nicht, offiziell sind wir ja Unternehmer, ja, Selbstständige, aber es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen Selbstständiger werden. Oder Unternehmer werden, sondern wir wollen Musiker werden und das ist halt das Vehikel dazu, das gehört dazu genau. einfach, ja. Und jetzt, das ist das Fahrzeug, das Vehikel, wie gesagt. Ja, das ist das Fahrzeug. Ne? Dafür, ja, genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, stell dir vor, das passiert wirklich. Angenommen, es besteht die Chance für einen mörderischen Karrieresprung, also nicht wie zum Beispiel der Michael Unger sagt, wenn der Heinzel uns zu den Vips holt, das ist kein Karrieresprung, sondern einfach, wenn du sagst, ja, es ist wirklich was Großes. Also es kommt was auf uns zu, wo du sagst, das ist wirklich ein Sprung. Jetzt war das wieder, das kommt und geht. Aber ich kann nicht so schnell aufspringen. Ich tue meine Instrumente ein bisschen in Sicherheit bringen, aber dort komme ich nicht vorbei, ich renne bei mir was nicht. Ruft man 4, ne? Ja. Nein, aber das stimmt, das sind wahre. Aber jetzt stell dir vor, jetzt war das. Nicht? Das muss man sich dann echt die Frage stellen, denkt man, naja klar, ein bisschen was ist schon noch drinnen. Ja? Und ich mache diese ganze Social Media Geschichte, das machen wir ja natürlich, um mehr Promotion zu machen, um mehr zu verdienen, um mehr Auftritte zu kriegen, um das Wienerlied zu verbreiten, um unseren Namen groß, das wäre ja Heuchelei, wenn man sagt, das ist nicht der Hintergedanke. Ja. Aber die Frage ist, wie weit, also ob ich dann wirklich an so einen Status haben will, ich meine, das ist sehr hypothetisch, aber so, dass du wirklich fast gar nicht auf die Straßen gehen kannst. Nein, das will ich eigentlich nicht. Ne? Weißt du, oder wirklich abhängig bist davon, weil du dann wirklich schon einen Stab an Mitarbeitern haben musst, damit das überhaupt rennt. Und die sind abhängig von dir und so weiter. Das ist dann eine Firma, da sind gleich 30 Leute, 40 Leute aufgestellt, Arme wo, und nur ja sehr was. Ne? Du machst einen mörderischen Werbevertrag mit einer Firma und dann musst du Sachen machen, wo du denkst, ey, ich will nicht mehr, ja, aber du bist vertraglich verpflichtet und so.
Ich weiß nicht, Ich weiß auch nicht. Nein, immer bis zu einem gewissen Grad, ja. Bis zu einem gewissen Grad machen wir es ja auch. Ja. Das Ja, ist ja klar. Nicht? Das Und das will ich ja. Das will ich ja. Das ist ja mein Beruf. Aber wenn man doch so richtig so davor, also so wie, also ich habe jetzt keinen Vergleich, aber wirklich so, dass du dann sagst, bis Depper, das steht und fällt ein Riesenunternehmen mit dir. Das weiß ich nicht, ob das so leibend Nein. für mich. Für mich war es nicht so leibend. Für mich war es nicht leibend. Wenn ich mir denke, wir haben ein Das ist bisschen mehr Einkommen, was ich mir wünschen würde. Mhm. Nicht? Viel mehr Sachen, die man sich aussuchen kann zum Beispiel. Oder dass du einfach schon verplant bist auf 1, 2, 3 Jahre. 3 Jahre, 4 Jahre. Ja. Und bei uns ist wirklich, eigentlich kannst du Geht von fast Jahr zu sagen, Jahr. nein, nicht einmal, nicht? Das ist ja ein paar, aber die wirklichen Engagements kommen alle erst einer. Das war immer so. Ja, Also genau. 3 Monate. Seit 30 Jahren, ja. Ja, das ist ja so. Also das waren so Sachen, die man sagt, das würde ich mir wünschen. Nicht? Dass man einfach das sagst, ja, die haben einen gewissen Status, Genau. kennen sie aus, können einmal wirklich sagen, zu denen will ich nicht spielen oder zu dem Zeitpunkt kann ich nicht, will ich nicht, weil da habe ich Gut, privat was vor oder sonst was. Dass man nicht kann, kommt öfters vor, aber das kommt, weil weil wir wir schon beruflich schon spielen. Es ist 3 Wochen nichts und dann an einem Tag werden bis zu, das höchste, was wir bis jetzt gehabt haben, waren 5 Engagements gewesen. An einem Tag. Ja. Nein, Das ist halt also blöd, nicht? Aber nein. Der Nela sagt, das war eine Gastanfrage für ein Doppellive. Was ist denn das wieder? Naja, Wahnsinn. Schon der Matti Hautamek ist dabei. Ja, weniger ist mehr, sagt er. Und ich denke mir jetzt, ich will nicht da, wie soll ich sagen, ich will schon wachsen. Ich will schon, dass wir größer Natürlich. Ja, Wobei, der Ja, Harry nicht Schnellerfront schreibt, größer geht das schon gar nicht mehr. Das ist Studio zu klein. Da wird aber das Studio auch mitwachsen dann. Das ist ja, eben. Goscher dieser. Das machen wir dann am Balkon vom Harry weiter. Das ist schon Da noch war in. Da war Luft. Aber Luft haben wir, ja. Ja. Naja, eben wie so unselbstständig durchs Leben kommen, ist ein Wahnsinn. Aber Song Contest eher nah. Also Matti hat mir geht fast sagen, Song Contest sicher nicht. Sicher nicht, nein. Das hätte ich mal so Ich sagen, denk, aber klar, auf der anderen Seite, man sagt niemals nie, was der, gell? Ja. Ja. Kommt einer mit einer guten Idee dafür, was der, das ist, oder was? Nein, ich will schon wachsen. Was andere auch. Ich will schon Erfolge haben, keine Frage. Mehr als jetzt. Ich will mehr Geld verdienen, auch keine Frage. Nur, Sicher. ich weiß, ich habe nicht so diesen Drang, nach oben keine Grenze. Nein, überhaupt Das nicht. habe ich nicht. Nein. Da ist es lieber gemütlich. Ja, genau so ist es. Und das ist gut, aber das macht uns aber auch aus. Möglich, Und ich ja. glaube, deswegen gibt es uns 30 Jahre. Ja, das eh. ist mit ein Punkt. Der Ehrgeiz ist jetzt nicht extrem. Nicht? Aber auch nicht vorhanden. Ja. Wir machen, die sind auch weg nach 3 Jahren wieder. 2 Gut, Jahre. manchmal denke ich mir schon ein bisschen mehr Ehrgeiz war vielleicht kein Fehler. Ja. aber Ja. unterm Strich denke ich mir, ja, aber dieses Streben noch, was 4, auf. Mhm, Und mehr und mehr. Ich will noch mehr. Und ich denke mir, ja. Und dann das, vergisst du aber aufs Leben eigentlich. Ne? ja, Das ja. ist schlecht. Das sagt man, ist der Typ. Man ist der Typ dafür, ja, das taugt dann, ja, genau. Aber es ist halt. Absolut ja. richtig. Und mir taugt das so schon, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt dahergehst und du hast dann große Produktionen, also wirklich große Produktionen, das ist ja dann gar nicht mehr das, was ich gern mache, nämlich improvisieren. Ich bereite mir ja nicht vor. Wir gehen auf eine Bühne und wir haben nicht einmal die Lieder uns vorher ausgemacht, sondern wenn wir jetzt auf einer größeren Bühne sind, nicht einmal da. Wir gehen auf, dann schauen wir ins Publikum, reißen ein paar Schmäh, dann spielen wir, was uns einfällt und was uns taugt, dann hast du das Publikum, das geht natürlich bei einer großen Show. Nein, geht ja nicht. Das hat mich schon gestört, weiß ich nicht, haben wir jetzt bei Klingendes Österreich oder beim Peter Raab in der Brieflos schon, weil du sagst, da spielen wir auch ein Lied. Du weißt, ich gehe jetzt dort hin und spiele mir genau ein Lied. Das stört mich zum Beispiel nicht. Das stört, aber das denke ich mir, ja, aber das ist jetzt, das ist dressiert. Nicht? Jetzt geht er hin und spielt das. Ja. Und mein Ding ist aber der Stehgreif. Das ist so wie der Schauspieler. Der Schauspieler muss ja die Rolle spielen. Ja, Du spielst das ja nicht. Du bist ja kein Gelernter. Nein, Der hat es ja nicht gelernt. Die Rolle gehört gespielt. Was ist jetzt mit dir? Und, dann muss er dann, und nachher, nachher ist er aus der Rolle wieder raus. Geht er von der spielt jetzt noch direkt und dann dreht er sich um. Danke, Vierteich, legt's mir am Arsch. Das ist der Schauspieler, der Gelernte, nicht? Ja, aber ich bin ja kein Schauspieler. Nein, ist er nicht. Das sage ich ja. Der hat er nicht gelernt. Ich bin nicht einmal gelernter Musiker. Und das macht er aber so gut, was? Das macht er so gut, was? Das ist das Schöne. Das sind Dinge, die man nicht lernen kann. Nein, weißt du, das aber das ist das, was ich mich wohlfühle. Natürlich sagt man soll auch seine Wohlfühlzone verlassen, aber ich denke mir, das ist ja, macht man oft. das ist ja das, was ich auch kaum, sage ich mal, nicht? Oder mache. Und wenn wir auf eine Bühne gingen, ich mir jetzt auch gerade beim Heirigen, das ist sehr klar, aber auch wenn wir auf größere Bühnen spielen, also Otto Kiert oder auch am Rathausplatz haben wir auch schon gespielt, nicht?
und auf der Bühne dort und du gehst hin und dann schaue ich mir die Leute und dann sehe ich was taugt der. Dann spielst du 1, 2, 3 Lieder verschiedene, dann kannst du schon ungefähr festmachen, was geht. Da reißt 1, 2, 3 Schmäh, dann weißt du, welcher Humor geht. Ja? Und du bist drinnen. Ganz schnell geht das, ganz schnell. Und wenn ich mir jetzt denke, jetzt hast du eine richtige Produktion. Weißt du, bitte nach vorne, da ist das Kreuz aufgezeichnet. Ich meine, kann ich alles, habe ich alles gemacht. Können wir beide. Ja, das können wir beide. Wissen wir, sonst waren wir nicht bei den Bredlspitzen. Ja, aber, das ist ja da ist auch so. Das ist auch so. Ja. Aber das können wir auch. Aber also, ja, das kann man. Aber, das kann man auch. Aber tut das trotzdem irgendwie anders. Ich weiß nicht warum. Da ist mehr Hetz trotzdem. Aber hinter der Bühne ein Hetz einfach. Und weil das Team ein Hetz hat untereinander. Das wird der Grund sein. Klar, da ist der Auftritt ist ja das kürzeste. Ne? Da ist mehr als die Worterei. Aber das ist aber, das gehört dazu. Also das kennen wir schon auch, also so ist es nicht. Da spielen wir gleich noch was, da spielen wir gleich. Ja, aber wie gesagt, aber versteht uns nicht falsch. Wir wollen schon wachsen, wir wollen schon. Und ich meine, wenn der Christoph Acker Koscher, das ist der beste Spruch des Tages. Klaus will noch wachsen. Das ist wirklich, das sagt der Acker. Das sagt der Acker. Ja, so klar ist der nicht. Dann größer wie ist er nicht. Also nicht viel. So der Landlandstürmer Markus müsste jetzt was sagen. Der der ist noch größer als ich. Ja, aber vom Gewicht schlage ich ihn. Schlag er mich auch, ja. Das ist so. Da kann er sogar Feldbock anziehen, den Schlage. Muss ich schon irgendwas bei TikTok drucken? Nein, ja, da war nichts. Ich habe nichts aufleuchten. Was denn? Muss ich mal schauen. Daniela hat auch nichts vermerkt hier im Chat. Also. Aber 2 Zuschauer, ich meine, also da geht schon was weiter. Das erinnert mich an die Anfänge bei uns auf Facebook. Wo wir 2 Zuschauer gehabt haben. Ganz am Anfang. Ich schau, einer schaut zu und dann habe ich gesagt, schau, da ist ein zweiter. Und der hat sich gleich wieder geschlichen. Das war eine. Patrick, ich hab dir ein Foto geschickt, eine Erinnerung. Der Raffi sagt das. Jawohl, hast du das den Klausi auch geschickt? Das siehst du schon, ja. Und zwar beim Seelitsch, ich habe es gerade angeschaut, ja. Was ist da? Beim Seelitsch das Foto vom See. Achso, ja. Ja, warte. Na warte mal, jetzt müsstest du mir's. Na, schick mir's. Ist schon, ist da. Bis der redet, ist schon längst unterwegs. Aber jetzt sage ich. Ist schon unterwegs. Aber ist jetzt schon sage ich unterwegs. was. Der erste Entwurf. Klaus hat schon. Scheiße, sieht man da gar nicht. Das sieht man da nicht, verdammt. Aber muss ich noch was einwerfen? Der Ludwig Sass trifft den Nagel auf den Kopf. Was sagt er? Wenn man nicht weiß, was man spielen soll, macht man die Ersatzband für den Kasperl. Jawohl. Der Otterkringer Kirtag letztes Jahr. Jawohl. Das ist ja Weltklasse. Der Kasperl ausgefallen ist. Nach uns wäre der Kasperl gekommen. Um 13 Uhr, ja. Da hätten wir spielen müssen in Wurstel. In Wurstel, ja. Können wir bald? Können wir machen. Können wir bald, ja. Können wir schon spielen. Ich bin schon größer, bestimmt auch so breit. Ja, viel, ja, ein bisschen größer bist du schon, aber viel größer nicht, glaube ich. Also ich kann da schon in die Augen schauen, ohne dass ich mir wirklich auf die Zehen spitze. Oh, ist schon größer, da steigt er auf sein Motorrad. Ja, aber viel größer. Gut, aber was mit beiden Haxen. Ich bin nicht zusammengestaucht da. Ja. Ja, Satzband von Kasperl, das war der Fritzl Startgas war live dabei. Ja. So, ich will das jetzt ganz cool einblenden, da die 16er Partie, aber man sieht es nicht gescheit. Weil es transparent ist. Na gut, ja wurscht. War eine kurze Werbung für einen Fanclub. Man sieht es nicht, wir wachsen ja, weil der Fanclub zeigt sich. Was hast du? Was hast du? Was stört denn schon wieder? Was ist schon wieder der Magerl irgendwie vom Wein angeschlagen? Ja, Hunger. Bevor wir McDonalds vorbei, ist ein Gutschein von mir. Nein, nächste Woche mit den Kindern vielleicht. Kinder. Schluck. Das war schon ein Hit. Die Vorband von Kasperl. War schon großartig. Ja, aber wir waren ja nicht die Ersatzband. Nein, der Ersatz ist gekommen. Wir waren die Vorband, die Vorgruppe. Hast du schon ein Fanclub-Logo? Naja, ich hab da jetzt, das wollte ich einblenden, aber das sieht man jetzt nicht. Weil das habe ich nur auf. Aber es war nur eine Idee einmal. Aber das ist natürlich. Aber eigentlich muss das Fanclub-Logo dürfen wir auch nicht mir machen. Nein, oh ja, ich mache das schon, aber ich schicke natürlich Vorschläge. Wir sind schon die und dann müssen wir Fans sagen, kreieren. Ja, nein, das ist gut. Aber es ist ja, ich würde nur unter die Arme greifen in Roland. Und da haben wir gedacht, ich schicke dann schon mal ein paar Ideen und dann aber aussuchen und so weiter, das ist natürlich dann obliegt dann im Verein, aber dass einmal irgendwas da ist. Also das Logo haben wir gesagt, also auf jeden Fall, also das kleine Logo wird sein ein Rot-8. Rot-8, ja. Und gesagt, das ist eingespielt. Bei der Wand von Patrick passt. Aber der Patrick bewegt sich so viel. Jetzt siehst du nicht. Ich bewege mich ja gar nicht viel. Ja, was heißt da? 4 zurück. Ja, ich wollte zum Handy schauen, was muss ich mal schauen. Naja, gut, das ist Sonst sehe ich ja nichts.
Zeitwechsel. Hast du schon einen Spar eingezogen? Ja, Hast du eine Blutabnahme gemacht am Finger? Da darf ich nicht schnell drüber fahren mehr. So lange los. Das ist aber ein Kasperl, so lange lässt man es gar nicht drauf. Nein, normal nicht. Nein. Aber es ist mir jetzt erst aufgefallen. Das muss jetzt erst passiert sein. Da hätten sie schon vor 2 Monaten runtergehört. Da darf ich nicht schnell drüber fahren. Habe Tiere. Was willst du jetzt anspielen? Ich hab nur gehört, du wolltest den Taschler, glaube ich, spielen, oder? Nein. Oder? Ich war da oben, ich war bei was anderem. Die Kirschen. Nein, war ich auch Nein, nicht. was ist Ich war gar nicht. Kirschen mache ich auch da unten. Brokkoli. Ah, nicht, das mache ich auch da unten. Es sei denn, du willst es spielen. Ich meine, das ist Das sind lauter Nummern, die ich gerne spielen hätte, aber okay, jetzt geht. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Einst hat mir meine Mutter gesagt, Buben, die der Hunger bleibt, tu nicht naschen, iss was gescheit, schau, Gemüse holt sein Reiz. Vitamine sind gesund und du wirst nicht kugelrund. Ich war früher reif in mein Leben und ob ihre Antwort geht. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die, bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Königsbraten. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund, dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Bitte, Herr Professor, jawohl. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die, bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Königsbraten. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund, dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin. Und gleich bei der Kirche um See, da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Klein in der Kirche von Keulenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und Vögel in der Ring. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche von Keulenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich
und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort da die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Wenn Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchler hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
wieder das nächste Medley Deluxe. Also, Naja, was heißt? ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Da wird ganz schön gemädelt. Ja. Jawohl, jetzt ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Na, was sagt Sperg, Natascha Sperg? Balmacisti aus Deutschland. Wer möchte noch beim Fanclub sich einbringen? 16er Buben Fans aus allen Bundesländern einfach melden. Die 16er Buben Partie hält zusammen und wächst. Danke. So, wenn wir gleich nochmal da einblenden. Sofort Einblendung, Insert. Insert. Okay, schon. Da haben wir schon Insert. So, warte, jetzt muss ich mein Handy auch noch aufladen. Das da wird schon leer. Martin hat am Ecke gesagt, danke sehr, wir danken. Jawohl, Ja, der Stromermarkus hat die Achtelleine. In den 30 Jahren sind schon ein paar Gusterstücke entstanden. Christoph Acker, danke dir schön. Ich glaube auch. Das ist so, ja. Und das ist auch wirklich schön so. Es ist nicht selbstverständlich, aber wenn man dran bleibt nach 30 Jahren, irgendwann sollte schon was Schönes rauskommen dabei. Auch, ja. Schon, gell? Schon richtig, ja, finde ich schon. Es jetzt schaut gar keiner zu auf TikTok. Was hieß? Ist das nicht gefallen? Das mit TikTok, das müssen wir noch. Der gehört noch verifiziert. Das Nein, Ganze, ich glaube, ich muss das dann echt probieren mit dieser anderen Variante. Also dann über das. Das Oder muss ein paar Mal live gegangen sein, scheinbar. Jetzt haben wir gedacht, na gut, ist ja wurscht, dann trauen wir das halt mit. wenn man nicht probiert, weil Und irgendwann wird man freigeschalten, oder auch nicht, das werden wir erst sehen. Nicht? Was ist da jetzt? Das ist einfach so. Dass er ein bisschen Strom kriegt, Strom Matthäus. Vorletzte Woche endlich wieder in das Keinen versumpft. Peter folgt, jawohl. Jawohl, da kriegt der Peter. Siehst du, ich hab noch gar nicht, warte mal, den Sperke muss ich kurz ausblenden, weil jetzt muss ich einen Schmatter, die habe ich noch gar nicht, da habe ich ja noch gar nicht drauf hingewiesen. Ist ja gleich völlig untergegangen. Heißt, ne? Ja, ich meine, wenn man geredet hat von dem nicht? Wir hätten gern schon wachsen. Nicht? Ja, nicht? Aber Gerstl brauchen wir schon. Welche Saaten braucht Ja, welche Saaten brauchen wir? wir? Haut's eine, wenn euch die Musik taugt. Ich danke euch vielmals wir danken euch für euren Schmattes für die Musik. Einen Obolus in das Büchsel, wie man so sagt. Der Hut geht rum, natürlich online, digital, oder wie man das sagt. Ja. Und wir waren wirklich dankbar, wenn es was eine hat, entweder über PayPal oder über schlicht und einfach Überweisung auf die IBAN. Findet ihr natürlich auch Alles in der da, alles da. Videobeschreibung die entsprechenden Daten. Und ja, Dankeschön dafür. das war live. Haut's was rein. Für die Musik, einfach für die Musik. Peter Hartmann ist ab morgen beim Fanclub dabei, steht da. Jawohl. Gleich nochmal einblenden in Roland Sperg. Wie gesagt, wir wollen das wirklich entstehen lassen und ein bisschen, wie soll ich sagen, da leicht was rot. Was sagt der? Das ist schon wieder weg. Der Ärger ist weg, das gibt's ja Aber nicht. das Schöne ist, sein Bewegungsziel erreicht er jetzt mit jeder Pavlatsch. Locker. Locker. Das reicht für die ganze Woche, die Bewegung, was er macht, weißt du? Es geht sich mehr als aus. Also, das ist nicht einmal. Na du, was ich aufstehe und ich mit dem temperten TikTok, was ich herumrenne. Schimpf nicht so, Herr. Na ehrlich, das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine Fitness-App bei mir. Ah ja, das hat man vielleicht noch gar nicht gesehen. Was denn? Facebook war eine Dating-App, das ist eine Fitness-App. TikTok. Glaubst du? Das, auf die Idee musst du mal kommen. Na gut, aber das, was ich sehe, oft Leute, die nicht sportlich ausschauen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wenig Das als ist, mir. Ja. Zu viel Niveau für TikTok, sagt der Christoph Acker. Ja. Na, auf jeden Fall, das tät uns wirklich taugen, also so ein Fanclub, weil ich bin ja auf sowas nie auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt. Nicht? Und im Zuge dieses Rapid-Match natürlich war das schon, und wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich so auf diese Fankultur, nicht? Ich als Volkskundler finde das spannend, nicht? Diese Fankultur, was da besteht. Und natürlich ist es jetzt bei Rapid ja gewachsen über doch 125 Jahre, 100, ja, sowas, nicht, schätze ich. Und da geht schon was weiter. Die ganzen Fußballclubs. Ja, die alles großen, natürlich, alle, nicht die klar, Welt, nicht, aber das das ist natürlich bei uns gut. speziell. Aber auch Ja. viele andere Ja. Sachen, nicht? Also vor allem Musikgruppen auch, was da gegeben hat. Nicht? Bei uns in Österreich die Zillertaler Schürzenjäger in die 80er Jahre, diese Angefangen in den 70er Jahren. ja, Also, aber das war GmbH, muss man sich vorstellen. Nicht? Da ist ja was die weiter. Tramplan Company war das. Ja, das ist irre. Alfred Eberhardt und der Peter Steinlech. Aber man hat das gewusst, auch als Nicht-Fan, man hat das kennt, dieses Logo, der Tiroler Adler,
Nicht auf dem, ich weiß nicht, aber Das war ein schwarzes Leiberl mit einem rosanen. mit Rot, genau. Mit pinkfarbenen Also, ja. Adler dann. Ja, das ja. war dann später in den 90er Jahren. Oder das Heman, ne? Da hat es auch das Lied gegeben. Heman-Polka, nicht? Ja, ja. Und da hat es aber gegeben, das Heman-Leiberl und auch diesen Schaumstoffhand, da was man eigentlich nur aus Amerika kennt. Amerika kennt das, ja genau. Ja. Und das war, und was da fällt, da war das Zillertal, war ja da, also das war in den Nachrichten für den Verkehrsfunk, dass das Zillertal, das vergiss es, großräumig meiden. Mit großräumig war gemeint, ein paar Berg dazwischen lassen, weil das war überfüllt, allein nur durch die Zillertaler Da waren Schüsse. 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 Ja, Leute in Finkenberg. Wahnsinn. Nicht? Das war Wahnsinn. Also da ist schon was weitergegangen. Und also so, und das ist natürlich faszinierend, so diese Fankultur, das hat man schon taugt. Ja, auch der Roland hat ja, dem taugt das ja und die haben so geschaut und so dort einfach wie das anrennt, diese Traditionen, die habe ich nur einen ganz kleinen Einblick jetzt da erheischen dürfen, aber das ist wirklich spannend und man dachte eigentlich, das ist doch eine nette Geschichte und irgendwo Absolut, auf eine gewisse Art haben wir das schon mit den Pavlacisti gehabt. Ne? Also die Pavlacisti, wir brauchen ein Leiberl, ne? Dann habe ich gemacht dieses Pavlacisti-Leiberl, das haben sich manche gekauft, dann bist irgendwo, spürst und es treffen sie zwar, die sie persönlich nicht kennen, aber sie haben beide das Pavlacisti-Leiberl und sind sofort irgendwie, haben sofort dann eine Gesprächsbasis, sind irgendwie sofort Haberer. Ne? Und sie haben mir gesagt, das werden wir jetzt da einmal wirklich machen mit dem Fanclub, mit der 16er Partie. Christoph Acker, ich bringe dann so Zeiten mit. Geil, bestellen wir gleich Seiten mit. Ich hab was für die daheim, ich bringe dann mit von mir. Kriegt er unser Christoph Sachen, Acker. das du uns nicht brauchen kannst, ne? Wahrscheinlich. Der Goldin wird er Ja, nicht schon. brauchen, aber ich habe noch da Dario daheim, also so Troate. Ich habe noch welche vom Hof So auch was noch. Gescheites. Das reicht das nicht auf für einen Ackerl. Ah, die kriegt er schon. Christoph, brauchst du dir nicht besorgen, bekommst du von mir. Schau, Adi Rehberger, wir sind Aber auch dabei. in der Quetschentaschen mit immer. Hast du gehört, Adi Rehberger? Ist auch ein Club dabei. Jawohl, so gehört sich das. Georg Scheurer, Schmattes kommt live vom Stiepert. Bin beim Stiepert 1 vor 76. Das hat er früher schon Das geschrieben. 13, auch was mit 3. Bin 1 vor 76, was? Ich komm- 75? Was hast du jetzt Geburtstag oder was? 75? Aber was hat das mit 3 zu tun? Mit 13? 1 vor 76, so 75. 70, Ne? ja, das ist noch klar. Ist Und das andere 13. verstehe ich nicht. Ja, warte mal, der Ziffernsumme. 7 plus 6 ist 13. Das ist 13, ja. Ist auch was mit 3, aber Ziffernsumme würde dann korrekterweise, Korrekt, da ja. möchte ich die berichtigen, geht immer auf eine Auf Ziffer. eine zu. Ziffer, ja. Also Ziffernsumme 4 in Wahrheit. Nicht, weil die 7 plus 6 sind 13, 1 plus 3 ist 4. Das ist dann die Ziffernsumme. Ich will nicht klugscheißen, aber Georg, was du, man muss immer ein bisschen Info bringen. Finkenberg haben wir 30 Kilometer davor parken müssen, ein Wahnsinn. Peter Pracht war dabei. Schau, Junkie. Auf dem E-Pass mit Bogen herum experimentiert und die Zeit übersehen. So war Leihwand. Fanclub ist super. KTM Junkie ist dabei. Leihwand. Klasse, wir wissen, wo die Manke Manke steht. Ja. steht. Ja. Wenn ich mal wieder Zwern bin, der mein Stamm wird oder ein Fuffe aufs Konto, wisst was Zweiteres und Ersteres vielleicht bei Zeiten. Online-Schmattes geht schrägerweise von da gar nicht. Taschler vielleicht auch Brust. Mathe Autamecki, es wird passieren. Es Ich brauch da auf passiert jeden garantiert, das passt schon, Jawohl. alles Leihwand, alles gut. Daniela hat was mit 3. Naja, nehmen wir mal lang. Ne? Ich glaube, wir können es wirklich für alle auflösen, die es nicht gecheckt haben. Also, für den Patrick. Daniela wird 40. Nächsten Montag müssen wir auf die Daniela, auf die Britsche besser anschließen. Das ist mir ganz Das klar. ist selbstverständlich. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, wie ich sehe Ja. gerade. Seid dabei, Montag bis Freitag, 9 Uhr, der Morgenkaffee. Hat sich wirklich auch schon ein bisschen, muss man echt sagen. Was, Georg Scheurer, am nächsten Tag 76? Also am Donnerstag oder was? Wirklich war, am Donnerstag war es 76. Geburtstag. Nee, da wird ja nicht. Ja, können wir aber auch erst nachfeiern. Vorfeiern tun wir nicht. Kann man nicht, nein. Jungs, ich muss leider abreißen. Gute Nacht und alles Liebe auch von Sabine. Viert euch gut, meine Lieben. Ludwig Saas, Gute Nacht. Beste Grüße an die Sabine, schön, dass du dabei warst wieder. Uscher her. 2,34 € von Christoph Acker, Travelvlog. Danke, Patrick.
Das 2,34 € so geht sich eine Seite aus. Nicht Bei den ein Goldinen. Seitensatz. Nicht ein Seitensatz. Nein, bei den Goldinen geht es sich gar nicht Du aus. Leuten für einen Ackerl. Ja. Die Schmattesglocke für einen Ackerl. Danke schön. Ich bringe die Hoferseiten, so wieder. Ich muss loswerden irgendwo. Das sind sicher gute Sachen. Das sind sicher gute Ja, Sachen. das ist so schlecht. Nein, aber weißt du warum? Weil das ist die Hofer-Geschichte und so weiter. Also in Deutschland der Aldi. Die sind ja oft. Durchaus. Das steht ja nachher. Nicht? Ich meine, die werden jetzt nicht extra für ein Outlet oder was extra Maschinen aufstellen. Also Was ist schon viel Klumpert auch dabei? Mitunter, Bei ja. Werkzeug bemerkt. Aber den einen Seitenschneider, den ich mir vor 25 Jahren gekauft habe, der ist heute noch in der Werkstatt Spirk beim Ernstl, den habe ich mitgenommen. Der ist nicht tot zu kriegen und nicht stumpf zu bekommen. Ich weiß nicht, was. Wahrscheinlich verwendet er nicht. Oh ja, aber ich glaub, was mit. Und wir haben den vergewaltigt bereits. Da halten die ganzen anderen Gedore, Stube und wie sie alle anderen heißen, Verifiziere, warte. halten da gar nicht, halten nicht mit dem. Das ist hochinteressant. Mr. Tool hat der damals geheißen. Aber weit über 20 Jahre her. Aber dafür viel anderes Werkzeug, muss ich ehrlich sagen, war schon dabei. Das ist ja, wenn du das gar einmal brauchst, daheim für einmal verwenden, zweimal einmal ein bisschen anrutschen und das ist angenudelt. Nicht? Also das ist auch so, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe genug schon gekauft dort nämlich auch. Ja. Aber ich bin mit dem Werkzeug sehr zufrieden, was ich beim Hofer kaufe. Trotz allem, weil es ja Heimwerkerwerkzeug ist und kein Profiwerkzeug. Ich meine, man muss ja den Unterschied sehen. Sicher, Aber es ist halt, warum soll ich als Heimwerker für einen Schraubenzieher 70 € hinlegen? Das ist wirklich nicht notwendig. Es ist einfach nicht, weil das, was ich mache, manchmal angenudelt ist, kaufe ich den nächsten Satz. Ich weiß schon, was du meinst. Und wenn ich mir alle 5 Jahre so einen Satz kann man sagen, ist nicht nachhaltig, das stimmt schon, aber ich bin gewiss nicht, was sollst du machen. Ja. Da oben Weltverschmutzt. Ja, okay, weißt du. Du, jetzt habe ich gerade verifiziert beim TikTok. Was ist das? Nee, darum hat er ein Bild und da fehlt ein Bastelstück. Und dann muss man den Finger, ich habe dreimal machen müssen, weil ich Botschaft bin wie Einser, muss man den Finger, muss dann das Bastelstück auf das andere Bastel, auf das leere hinfahren und dann sagt er Verifizierung angenommen oder irgend sowas. Dass du kein Bot bist. Genau, und vorher sagt er immer Verifizierung nicht möglich, weil die Botschaft irgendwie da. Oder nicht schnell genug hinkommst. Naja, da halt das ein bisschen. Ja. Das gleich weggedruckt hast. Das ist halt mehr. Aber ich bin wieder verifiziert, das heißt, Das wir läuft. können noch eine Stunde. Das läuft. Wir können noch eine Stunde auf TikTok live. Und schaut keiner zu, aber es ist ja wurscht. Aber man ist live, man ist dabei. Dass die Leute nicht zuschauen, das ist ja nicht unser Problem. Verstehst? Ja, Ich meine, gut, kannst du dich bei einer Redaktionssitzung beim ORF schwer durchbringen. Was jetzt? Was haben sie, dass die Leute zuschauen, ist ja nicht mein Problem. Ich liefere ja an, nicht? Dann so Klaus Kinski zum Beispiel hat das keiner. Ja, Was kann ich dafür, wenn sie lauter Scheiße bauen hier? Alles Idioten hier. Ich gehe. ja, das war. Wobei, ich muss echt wirklich sagen, also ich habe da schon ein paar Videos so gesehen. Ich bin sehr zwiegespalten bei ihm. Nein, ich eigentlich Ach, nicht, sondern ja. ich halte ihn echt für einen Der war Vollkoffer. Der war deppert. Tut mir leid, das ist, so geht man einfach nicht um als Mit Menschen, man geht mit anderen Ja, Menschen nicht so um. so macht man das nicht. Das ist ein Kreitei. Tut mir leid. Das ist, ob die Kuh wäre als Schauspieler gut oder was, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Er war auf jeden Fall ein Typen, keine Frage. Das war Typen. Ja. Darum bin ich so zwiegespalten. Ja, weil Typen Nein, aber so redet man mit niemandem, wie der Nein, geredet, so nein, geht er mit niemals. Leuten nicht um. Nein. Das war das, ich meine, dem können ein paar Flaschen so schleich die da Rotspiepen. Was hast du da verloren? Es ist eher ein Wunder, dass die nie während dann angefangen Ja, hat einmal. weil es halt. Ne, Dann sage ich beim Schädel, dann eine Nacht im Straßengraben verbringen musste. Der war nicht im Weihviertel wahrscheinlich. ja, gut, man weiß ja nicht, wie oft einer die Goschen gekriegt hat. Muss man auch ehrlich sagen. Ja, Man weiß es ja nicht. man weiß nicht. Ja. Man weiß es nicht. Aber das, was ich gesehen habe, schon gedacht, Alter, das ist, wenn es so mit. Auf so einem Filmset, wie der auszog, ist die Leute beschimpft, aber wirklich aufs Mieseste. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich genau einmal, weil da ist mir der Job wurscht. Das ist eine Zeit lang war ich durchaus, sage ich mal, bereit, ja. Aber nicht lang. Und dann Nicht irgendwann lang. denke ich mir, Nicht nein, lang. das ist nicht wert. Und jetzt, wenn er nicht aufhört, dann ist es nicht nur mein Job, den ich verliere, sondern hat dann eine Anzeige auch noch, weil ich ihm
wenn ich aufgelegt habe. Aber gewaltig. Ed von Schleck, einen wunderschönen Abend noch. Gell? Vierte Gott, Da servus. soll mein inneres Danke. Blumenpflücken. Danke für die lieben Worte. Vor allem das nächste Mal, ich hab's Glockerl schon gedrückt. Vierte euch, jawohl. Ed von Schleck, vierte gut. Schön, dass du dabei bist. TikTok fragt nach, ob ihr am Pod seid. Ja, naja. Der Ed von Schleck, das war einmal ein Eis. Ja, das haben sie schon mehrfach. Ja, das. Ich kann mich aber, wie das ausschaut. Ja, ich kann nicht. Der Gerd Kurz auf jeden Fall teilt mit, guter Wein. Bravo Gerd Kurz. Weltklasse. Weltklasse ist ja von dir nah. Meier heißt du nicht. Bierweinbau, was? Kielmeier. Ja, Radendorf, Kielmeier. Ja. Das ist schon la. Ja, Naja, gut, wenn er la ist, werden wir austrinken. Außerdem, wir sehen uns um 9 Uhr in der Früh morgen. Hoffe ich doch sehr. Einige andere müssen ja arbeiten. Man kann ja während der Arbeit das rennen lassen, sage ich. Nur so als Tipp nebenbei. Es läuft ja sonst auch so verschiedene Genau. öffentliche Medien, kann man das auch so nebenbei in der Arbeit rennen lassen. Ja, ob ich jetzt Ö3 rennen lasse oder eine gescheite Sendung wie eben Schiedchef Schauer. Uns zwei Trotteln beim Schmähführen zuhört. Ich meine, das ist als Tipp für morgen. Ja, also uns macht es ja Spaß und ich glaube wirklich, dass sehr. viele die Zuschauer die wirklich ein Hetz haben auch dabei. Der Roland hat schon gemeint, auch, das ist fast süchtig machend ein bisschen. Weil das halt, das ist ein Fixpunkt. Ne? Das ist, du weißt, am 9 gehen sie online, hörst du Drast auf, du hörst die zwei Deppen da reden. Irgendwann, wie gesagt, wir werden das noch alles steigern, Es kommen da Ideen auch. Ihr bringt jeden Tag Ideen ein, immer wieder, was ist, und das wird gefiltert bei uns, es wird bearbeitet, es wird überlegt, und wie können wir das einbauen, bauen wir es nicht ein und so weiter. Da wird sich noch viel entwickeln im Laufe der Zeit. So wie bei der Pawlatschen sich auch viel entwickelt hat. Weil ich denke, wenn wir die erste angeschaut haben, oder eine der ersten, da so gar nicht Pawlatschenkassen, das kann man gar nicht mehr vergleichen mit dem, wie das war. Ne? Ja, aber man muss sich drüber trauen, man muss es machen. Man muss einfach tun und dann schauen wir. So wie unser TikTok, da bleiben wir auch dran. Ich meine, 0 Zuschauer zugegeben, das ist wirklich wenig. Aber, ich meine, jetzt andererseits, wenn ich jetzt auf TikTok scrollen würde, und ich sehe die zwei Deppen da sitzen. Dieses Bild so weit auseinander, wie wir da sitzen jetzt. Nein, es ist nicht wirklich. Also, naja, auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Hat einer was geschrieben? Hat einer was kommentiert? Das ist ja Wahnsinn. Das wird die Daniela Schlögl, unsere Prinzipesse. Ricky 0676. Ja, pass auf, Ricky 066, ist es die Ricky Mama? Ha! Na klar, sagt's. Aber was, zu was? Sie ist da. Die Ricky 0676. Christoph Ackers hat unbestätigt, ja, aber Christoph, du hast doch einen Computer, drauf ist YouTube, lass rennen. Ob da rennt der Radio auch in der Bude, oder? Richtig. Redet halt das YouTube statt dem Radio. Ja. Da kenne ich nichts. Ja, aber pass auf, wir müssen jetzt ausnahmsweise es schmattes Glockerl missbrauchen für die Ricky auf TikTok. Sag's mal nicht besser, weil das gehört schon gefeiert, dass die Ricky auf TikTok dabei ist. Bravo, Ricky. Das so gefällt mir voll. das ist, du gehst in die Geschichte der 16er Burm ein, natürlich insofern, weil eben, so viel war noch nicht auf TikTok. Bin natürlich wieder dabei um 9 Uhr, Fixtermin von Montag bis Freitag, sagt der Paul Atmann. Das gefällt uns voll. Ja. Leiwand. Ihr seid Spitze, sagt der Gerd Kurz. Danke dir herzlichst, Gerd. Weltklasse. Ganz leiwand. Jawohl. Daumen hoch, Kinder. Ja, Mama, Maggie. Einmalig. Ja. Du, und wollte ich gesehen, genau, der Akla sagt 0 Zuschauer, kann es wirklich nur bergauf gehen, ich glaube auch. Aber die Ricky ist da, also es ist schon heute bergauf gegangen. Und wir werden sicher irgendwie ein bisschen kultivieren, auch dieses TikTok Live. Auf jeden Fall. Man muss alles probieren und ausschauen, was du, das erlebt heute einmal mit das erste Mal, das sehen wir dann schon, nicht? So ist es, man muss tun. Freunde, wir verabschieden uns mit einem Lidl. Sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich blende jetzt noch einmal ein, weil es uns wirklich ein Bedürfnis ist, sondergleichen. Die Kontaktdaten von Roland Sperg. Wir haben eigentlich fix, ist bis jetzt der Name, 16er Partie, fix. Ist jetzt einmal, wenn es dann heißt. Aber ich glaube, es passt gut. Die 16er Partie, der offizielle Fanclub. Aber das bestimmen ja nicht wir. Das bestimmt der Fanclub. Also. So ist es. Aber jeder, der Interesse hat, beim Fanclub dabei ist, es wird auch einen Mitgliedsbeitrag geben. Das haben wir auch schon gesagt.
Weil man ein bisschen was muss man schon, was das ist, sonst hast du ja nur Leute dabei sein. Für Vips kostet es 1600 € monatlich. Also nein, der Blödsinn, jetzt sind die alle verschreckt. Du hast die Verdauer. Ich glaube, eine Beteiligung des Herrn Rutger mit 40% dabei. Mehr will ich nicht. 60, 40 Tage schon. Ich glaube, der Patrick verrennt sich gerade ein bisschen. Nein, ich rede am Blödsinn. Aber wir haben tatsächlich den Jahresbeitrag bereits festgelegt, nämlich das Gründungsjahr der 16er Buben, 1994. 94, ja. Und nicht 84, wie du heute in der Früh sagst. Aber haben wir gesagt, ja. Haben wir, ja. Aber es ist auch nicht 1994, sondern 19,94 € wird der jährliche Mitgliedsbeitrag ausmachen. Weil da muss man schon, nicht? Man braucht ja eine Kriegskasse nicht? Für Aktionen. Und wie gesagt, das wird. Betrifft uns aber gar nicht. Das ist, Nein, es ist nicht für uns. Das ist eigentlich eine Kriegskasse. Das ist für den Verein. Das ist eigentlich eine Kriegskasse. Und jetzt geht es einmal nur darum, dass wir uns ein bisschen sammeln, dass wir uns ein bisschen konsolidieren, die Fans sozusagen. Und wie gesagt, meldet euch per WhatsApp oder per E-Mail beim Sperrkronen. Ja. Schreibt, wir sind dabei oder ich bin dabei. Nimm mal auf in die Listen. Und ganz wichtig ist, wenn jemand sagt, du, ich bin durchaus dabei, dass ich auch was mitarbeite oder da, also wie auch immer mich einbringe, ja. Gern persönlich mit allem, was ich wie auch immer, ja, da was ich da, ich mache einen Schrift oder keine Ahnung. Ich werde sicher mit offenen Armen empfangen werden, sage ich einmal. Ja, ganz genau. Und nur, dass er halt weiß. Der Roland schreibt nichts mehr, wir reden da so, das ist nichts mehr. Ist eingeschlafen. Aber so, dass er halt weiß. Nicht? Wer ist wirklich, wer will Mitglied sein und wer ist auch bereit, ein bisschen was zu tun. Und also wie gesagt, geht jetzt nicht darum, ein Hocken, dass man da hat, sondern wer, was weiß ich, halt, will sich einbringen. Und schreibt ihm das und dann werden wir das Ganze schön langsam, aber doch in großen Schritten, wie der Roland gesagt hat, werden wir das auf legale Beine stellen durch einen Verein, hat er schon gesagt. Nicht? Aber das ist, wie gesagt, da trifft man sich dann einmal beim Heirigen, dann redet man sich mal zusammen, wie machen wir das, dann hat man einen kleinen Vorstand, was der brauchst du alles vereinspolizeilich. Na, und dann wird es gegründet und dann geht es weiter. Und dann gibt es natürlich Goodies und diverse Dinge, für die wir natürlich zur Verfügung stehen, mit großer Freude für unsere Fans, die im Verein dann sind, im Club. So. Paul Hartmann sagt schon gute Nacht, vielen Dank für die 2 Stunden Gaudi. Ich danke dir für mich bis morgen. Jawohl. Die Ente beim Stiepert gehört bezahlt, ja stimmt. Gleichgewicht gefällt. Die Nacht, was ist eine schöne Woche. Ja, dann enden wir mit Gleichgewicht heute einmal. Außerdem habe ich trinke einen Schluck Wasser, das passt zum Gleichgewicht auf Wunsch von Gerd Kurz. Und mit Gleichgewicht gehen wir in die Nachtpause. In die kurze Nachtpause, ja. Und dann bis ich daheim bin und dann ins Bett bin und da richte ich noch ein bisschen her für morgen schon. Naja, da wird es eins werden, von 1, halb 2 bis ins Bett. Musst du das Mikrofon schrauben, ne? Musst du ja. Nicht? Das ist ja eine große Arbeit. Ja, hast du es schon? Ich hab heute nämlich noch keinen. Ich muss sagen, ich habe keinen Kulturtipp für morgen. Das schon, ja. Noch nicht. Das muss heute noch kommen. Das kommt, das sicher gut. So, Taschensperk, alles gut, wir wachsen. Danke, wir freuen uns und gute Nacht. Jawohl. Gute Nacht. Jawohl, Lord Dauer sagt auch gute Nacht an alle Bas, gestern Acker und alle. Jawohl, Weltklasse. Freunde, bis morgen oder bis nächsten Montag, je nachdem. Oder sonst beim Stippert am Mittwoch beim Taschel am Donnerstag oder Freitag beim Donnerröschenkeller. So schaut's aus. Die Woche ist, ich habe die Ehre, das müssen wir arbeiten auch noch. Das wird sehr geballt. Wird ganz schön, nicht? Ja? Wird ganz schön. Da werden wir nächste Woche schon mal ruhig. Genau. Cool. Susanne Faber, und für dich machen wir beim nächsten Mal dann die Heiselfrau. Aber heute schließen wir mit dem Gleichgewicht. Heiselfrau kommt das nächste Mal wieder. Ja, sind wir dabei. Ich geh gemütlich heim, da steckt noch wer am Tag. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was hab's offenen auf der Gost sucht. Da hat der Lack gebläht, was suchen's auf der Erd? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gröll ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das
das brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder liegen. Und wann ich's gefunden hab, zahl ich ein Liter Wein. Aber Patrick, Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute glaub ich lernen gehen, weil ich auf alle vier umrutsch, wie Baby mein Krawattenlutsch. Da kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann, jetzt ziehen die Leute die bunt wie die Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, na, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt geh ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, zahl ich ein Doppler Wein. wo besser, jawohl. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grönerei. Vierte Gott, meine Lieben. Alles Gute, bis morgen oder bis nächsten Montag. Viert euch.